Hallo? Ja, was weiß ich, Alter? Was weiß ich? Bürger ist gleich wieder live, einfach eine Minute mal F5 drücken. Ja, ich glaube, es geht auch ohne F5, bin mir nicht sicher. Wie schaut's aus? Ist YouTube wieder da? Hallo? Hallo? Bitte einmal melden in dem YouTube-Chat. Mein Streamen ist halt Neuland, ja. Ich muss mich auch ganz fest entschuldigen, das ist halt mein erster Stream. Für technische Fehler entschuldige ich mich natürlich von ganzem Herzen drin. Ja, was sehr ist. So, wie ist jetzt da geht der, oh, aber der Controller geht auf Anhieb, dass ich nichts einstellen muss. Alter, das ist neu. So, wir haben letztes Mal, soweit ich das weiß, irgendwo stehen bleiben in der Schule. Mit irgendeiner seltsamen Lehrerin, die da irgendwie Leid frisst. So, jetzt muss ich mich dann wahrscheinlich erst mal wieder an die Steuerung gewohnen, weil da, wo ich hinten und vorne kann, stecken mehr, aber das kriegen wir schon. So, wir sitzen wieder ganz traurige Meckenden. So ein lustiger kleiner Paperhead-Boy. Und da laufen wir jetzt umeinander. So, da springen wir, das weiß ich noch. Und irgendwie kann man Sachen grabben. Jetzt pass auf, kann man das da grabben? Ja, gegrabt, Alter. So, ich weiß nicht, warum wir das grabben, aber wir grabben es jetzt einfach mal und dann. Ah ja, ich glaube, dass ich da schon gar nicht so falsch bin. Okay, ich bin absolut falsch. Ich bin absolut falsch. Ich weiß ja gar nicht mehr so recht, wo wir da stehen geblieben sind. Wer nicht weiß, was Little Nightmares ist. Little Nightmares ist so eine Art Jump'n'Run. Aber keine 2D-Plattform, wie man da sagt, sondern es hat schon ein bisschen eine Tiefe und so weiter und so fort. Und ein paar Rätsel und man stirbt da in einer durch. Wenn ich so drüber nachdenke, und dann haben wir schon gesehen, was weitergeht. Da steht der Mutter da hinten auf dem Schrank auf. Und dann da auf. Wie hat man gleich wieder gesprintet? Ich glaube mit X, gell? Oh, das rollt oben. Mir darf man. Alter, mir darf man nicht so viel Gaudi machen. Da kommt nämlich sonst die Lehrerin. Die haut uns wieder ohne aufs Maul. Also was heißt dann, die haut uns nicht aufs Maul, die frisst uns. Und wie man aus dem Titel, weil wer schreibt, der Manu Sondermeier schreibt, geiler Titel. Das trifft halt auch sehr zu. Lehrer habe ich noch nie mengen, Lehrer mich aber auch nicht. So, wie mir das da so schaut, müssen wir da zu der Schlinge umspringen, wenn ich das da so... Ja, das war wieder ganz klar. Ja, das war wieder spitzenmäßig, Alter. Spitzenmäßig, Alter. Absolutäres Pro-Gaming vom Feinsten, Alter. Da ist... Oh Gott, Birger, du gottverdammter Vollnoob. Man muss aber vielleicht auch dazu sagen, ich spiele so selten mit Controller, dass ich absoluter Controller-Krüppel bin. Wahrscheinlich gut mit der Maus hätte ich oder mit der Tastatur hätte ich es auch nicht zusammengebracht. Ist ja total wurscht. Ist ja total wurscht, Alter. Best Pro-Gaming vom Feinsten. Ich meine, ihr schaltet ja nicht zur Gaudi ein, oder? So. So, wieso braucht der aber eine Dreiviertelstunde, bis er da... Jetzt warte mal. So, jetzt springen wir da um. Jawohl! Oh. Ja, Hefni. Was falscher Titel? Zero Titel. Was ist denn schon wieder kaputt jetzt? Mei, ich wir wahnsinnig! Was für Titel, Alter? Wer Titel? Was für Titel? Jetzt check ich erst, was meint's. Mei, ich wir narrisch. Ich wir narrisch. Dieses Drecks-YouTube-Scheiß Rotz von YouTube Stream Studio. Wie war's mit heute dein Fotzenstudio? Was steht denn drin? Steht dort ein Unreal Engine. Multistream with Restream. Wow. Grandios. Grandios. Grandios YouTube. Das ist grandios. Das ist grandios. Was sagst du hier dazu? Beste Leben, Alter. Multistreaming. Ja, was der man halt? Ja, Multistreaming, Alter. Und was hast du letzten Mittwoch eigentlich gespielt? So, ja, Multistream. Deine fette Mama ist ein Multistream. In einem Multiversum. So auf, das ändert mir jetzt einfach zicki zacki hin, gacki super schnell. So macht. Programmer-mäßig. Thumbnail hochladen, freilich kannst du mich von. Da, hier, Playlist, ja, was auch gleich. Was, volle Programm haben wir schon so viel Zeit verschissen, ist schon wurscht. Abspannen, wer zur Hölle braucht einen scheiß Abspannen, bist du besoffen? Ich meine, ich sehe jetzt nicht, was ich da tue, aber das ist mir scheißegal, Alter. Damit du mir sagst, was ihr da zahlt. So, wie schaut jetzt der scheiß Titel aus? Haben wir jetzt einen Titel? Haben wir einen Titel? Haben wir einen?
Birgit sagt, Little Nightmare ist 18. Nein, natürlich haben wir keinen. Weil, wir wissen nicht warum. Weiß ich nicht, das Thumbnail lade ich zur Gaudi auf, ey. Und sitzen wir hier und machen eins. Weil, zu wosen? Ich bin narrisch mit YouTube. Gibt's keine Radio nicht, ich bin narrisch. Gibt's keine Radio nicht. Da hat der Radio ein Loch. Ja, ist das scheißegal, da gibt's ein Kurz-Thumbnail. Deine Mama der Thumbnail. Nein, ist das fett, die Basse der Thumbnail. Was? Spielen wir halt einfach. Mein Gott, Birger, halt dein Maul. Wer einen Titel liest, der Titel liest doch sowieso keiner. Drauf geschissen, aus dem Stiebel die 2 Sekunden. Scheiß der Hund drauf, Alter. Hauptsache der Radio hat ein Loch. So, wo müsst man hin da? Man, da gibt's keine, recht viele Alternativen gibt's nicht, Alter. Wieder aufgraben und in die Schlinge da umspringen. Oder? Da kann man aufkraxeln. Ich trau mir jetzt auch nicht geradeaus aufspringen, ob ich mich da oben noch einhalten kann. Und da ist die Schlinge. Aber die schaut mir also schon so seltsam, oder? Die 669 gleich bloß, erstens einmal bloß, weil der Stream abkackt ist. Jetzt kapieren die Leute wieder nicht, was der richtige Stream ist, aber hilft ja nicht. Ich meine, ich sag da ja perspektivisch, dass ich an diese Schlinge da nicht ohne komme. Aber Moment einmal, vielleicht kann man an die Schlinge was ohne hängen oder so. Ich weiß nicht. Sagen wir da, Benni, Birger bist der Beste, Caster, halbe. Ja, ich halbe mir eine Kase, Alter. Merci für deinen Willen. Und merci an den ich probiere jetzt einmal was. Ja. Ja, da, Pro-Gaming, Alter. Alter, was ist halt? Und wenn wir einfach aufhören und heimgehen, ich weiß nicht, So, irgendwo. Also also habe ich abgeschossen mit dem Tag. Ist schon vorbei. Nichts funktioniert. Stream hat sich in 2 Teile aufteilt. Die Leute kapieren nicht, was der richtige ist. Kann man das da irgendwie mitnehmen? Nein, kann man nicht. Keine Ahnung. Ja, warte mal, vielleicht kommt man auch da irgendwie. Kommt man da irgendwie um? Kann man da umspringen? Du musst zu der Schlingen. Ja, so weit war ich auch schon. Aber da haben wir ja daneben vorbeigesprungen. Jetzt pass mir auf. Jetzt gehst du jetzt einmal auf. Jetzt springe ich einfach nach links und versuche die Schlinge zum Grabben. Ich kann die Schlinge nicht nehmen. Er nimmt die Schlinge nicht. Er nimmt es halt einfach nicht. Und die schaut für mich perspektivisch nicht so aus, als wäre ich da richtig. So wie der Abis ist. 4 Tipps. 4 Tipps. 4 Tipps sind gut. 5 Tipps sind seltsam. Ich bin... Was im Hintergrund ist ein Haken. Let me have a look. Also ich glaube nicht, dass die Schlinge dort der richtige Weg ist. Da hinten hängt er und da hinten ist ein Hagel. Ja, gut. Den Haken sehe ich auch, aber da kommst du sonst nirgendwo hin. Lass mich überlegen. Also, es macht schon irgendwo einen Sinn, das mit dem Hagel da hinten, aber da auf den Hagel da hinten kriegen wir nichts. Auf, ey. Ja, wie soll man da hinkommen? Nein, jetzt so. Nach oben springen habe ich auch schon versucht. Nein, dann nimm da über das. Da über mir müssen wir irgendwie. Aber jetzt warte mal, jetzt probieren wir was ganz was anderes. Na, da kommt man aber einiges hin. Na. So, diesmal haben wir es wenigstens einmal abgefedert, dass wir da aufs Holzbrett springen. Den Knopf neben der Tür, das war das nächste gewesen, was ich mir noch überlegt hätte, aber wir kommen zu dem Knopf an der Tür. Nein, nicht! Mein Gott, Alter. So wollte ich wieder recht, gut, war der schnellere Abgang. Wie kämen wir
Jetzt pass mal auf, können wir auf das Glasel drauf springen? Weil wir kommen da nicht an den Knopf hin. Wie sollen wir da an den Knopf hinkommen? Da. Wie sollen wir da hinkommen? Geht nicht. Geht eben nicht. So, jetzt pass auf. Jetzt nehmen wir mal das Ding. Auf das kann man ja nicht drauf springen. Sonst hätte ich gesagt, da gehen wir jetzt her. Das zerbricht halt. Ja, das zerbricht halt und bleibt halt auch nicht so richtig stehen. Ich glaube nicht, dass das beabsichtigt ist. Vor allem, es kann halt auch zerbrechen. Und wenn es zerbricht, dann kommst du theoretisch nicht mehr weiter, was... Ja, funktioniert nicht. Okay, das funktioniert nicht. Schauen wir mal, ob man noch mit zurück aus kann. Zurück aus kann man auch nicht. Kannst du mal bitte den Herrn Heppel grüßen? Herr Heppel, heute. Kass, ein Esel, Lemon Eis. Was ist das? Wir müssen mal Hardcore-Spiele spielen. Ich habe schon mehrere Hardcore-Spiele gespielt, wie du wahrscheinlich meinst. Und wahrscheinlich auch, wie das da danach gerade ausschaut. Was sind denn die Hardcore-Spiele? Wir haben das geschrieben? Da bin ich jetzt gespannt. Steht das? Typisch Mano. Birger müsste mal Hardcore-Spiele spielen. Was sind denn Hardcore-Spiele? Auf geht's. Landi Ultra Hardcore. Du musst zu der Schlinge, Birger. Die ist perspektivisch nicht richtig. Das können wir jetzt 200 Mal probieren. 200 Mal links vorm Brett oben rumklettern. Was? Links vorm Brett oben rumklettern. Da kann man nirgendwo klettern. Irgendjemand sagt, ich muss zur Schlinge. Ich muss ganz nach rechts außen. Ah. Und dann halten wir uns da an der Schlinge ein. Ja, first try, bitch. Schlingen wir natürlich ein bisschen links, ein bisschen rechts. Die haben wir so als wenigstens gewinnen und dann springen wir da um und dann passt es eh. Ja? Verstehe die Frage nicht. So, dann haben wir da ein Hirn. Was der mit dem Hirn? An Hagel und hin. Ah, das zerbricht nicht. So, jetzt halten wir uns da an dem Hagel ein. Und dann ist die Frage, was passiert. Was genau passiert denn mit dem Hagel? War das der Ablassknopf? Okay. Und jetzt schmeiße ich das Hirn an den Knopf. Wie schmeißt man gleich wieder so an? Ich bin immer noch gespannt, was die sogenannten Hardcore-Spiele sind. Wo ist denn? Ich schau die ganze Zeit in den Chat. Böse Lehrerin, oder? Nein, wie tut man sie denn gleich wieder? Ich weiß nicht mehr, wie man sie tut! Ah ja, da. Scheiß Lehrerin. Ich warte immer noch auf die Hardcore-Spiele. Hallo, Manu. Hardcore-Spiele. Nein, nicht eine Junge! Ah, hast mich nicht gefunden, du die Schupfverbrunzen, schau dir an. Alter, die schaut so weird aus. Irgendwie finde ich es lustig. Mir schaut ja so, als müsste die da vom Tisch was klauen, oder? Also das, was sie da gehabt hat, das ist so markant. Kann ich aber nicht nehmen. Das Ding kann ich nicht nehmen. Ist nicht so tragisch. Typisch Mano googelt vergeblich. Aha. Classical Backseat Gaming, sag ich da. Ja, was soll ich da jetzt, verdammte Scheiße? Da geht's nicht weiter. Doch, geht schon. Was tut jetzt die Alte da? Okay, gehen wir weiter. Wir haben ja schon, Herr Manu, wir haben ja schon Horrorspiele gespielt, da
Da, wie habe ich jetzt mal gesagt, da hast du nur Duplo-Steine nach der Farbe sortiert. Die Frage ist, was jetzt die da so triggert hat. Da oben rein müssen wir. Und das Fenster da rechts oben, aber die Frage ist wie. Die Frage ist wie. Pass auf. Irgendwie müssen wir. Also irgendwie müssen wir auf den Tisch auf. Und dann kann man sich da wahrscheinlich da hinter den Glasel verstecken und so. Ja, jetzt warte mal. Da schaut es nach Kraxeln aus. Ja. Ja, das ist aber das Das ist aber das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Mann, was... Okay, wie viel Zeit haben wir, wenn sie da irgendwas einsteckt? Okay, das Runterrutschen war jetzt nicht beabsichtigt, aber es ist nice to know, dass man das kann. Ja, Oma, jetzt tu dich um. Kim, tust du mir irgendwas an? Ja, Spaß. Ja, okay, Alter, chill. Die ist sofort saugrantig. Also, wir müssen auf alle Fälle geduckt gehen. Ja? Geduckt. So, weiter. Schaffen wir das bis dahin? Probieren wir es. Müssen wir leise sein. Okay, wir schaffen es auf alle Fälle nicht zum Rechten. Okay? Wir probieren es an die linken Hintern-Glasel. Okay? So. Schneller, kleiner Papierkopfmann. Weil wir wieder keinerlei Geduld haben, gehen wir natürlich gleich an den rechten Kasten. Das ist die Frage, was die Alte jetzt dann so tut. Die ist schon ganz cool gemacht. Brauchen wir uns mal nicht an wieder. Springen wir jetzt, wenn ich jetzt springe, muss ich zwangsläufig laufen. Und das triggert ja wieder. Die alte Cast-Food. Schimmelfood. Gut, die Frau schleicht dich wieder zu deinen Schrank hinter, ich weiß es auch nicht. Geh, weg jetzt! Ja. Okay, Test. Ja, easy going, easy life, Alter. Easy going, easy life. Jetzt willst du da hinten schauen, dann machen wir so. Ja, da bin ich raus! Easy! So, auf den Schrank. Auf den Schrank, so ist. Oh, der fällt jetzt wieder um, oder? Ist der nicht letztes Mal auch umgefallen? Letztes Mal ist der Schrank noch umgefallen. Haben wir schon fort. Da haben wir fein raus. Da haben wir fein raus. Dann waren wir schon wieder fast runtergefallen und gestorben. Ist nicht so tragisch. Schon wieder der Hammer! Was tue ich mit dem Hammer gleich wieder? Wie kann man den gleich wieder nehmen? Gib mir den Hammer. Zuhören kommen wir. Jetzt wenn ich da zuhöre, dann rennen sie wieder her, gell?
Ja, ich hab das schon gesehen. Ja, okay, das hab ich natürlich nicht kommen sehen. Wo zielt denn der hin? Ich hab ihn da hochgeschaut. Spacken. Da. Gehst her. Lol. Lol. Die Viecher haben richtig asozial. So mir letztes Mal schon genervt. Ja. Hoppala. Jetzt bin ich ungeduldig. Bin schon ein bisschen triggert halt. Muss ich auch sagen, bin ein bisschen triggert. Ja, dann haben wir den einmal auf den Dates gekriegt, hilft das sowieso nicht, was Sinn macht. Du musst halt genau in dem richtigen Timing. Ich kann nicht durch den scheiß Wind durchhauen da oder durch das Cannabis oder was das ist. Oder durch die Tisch, aber er kann durchspringen, ach so. Ja dann ist ja alles cremig. Da. Der war knapp. Du scheiß behinderter Dreckstisch! Das ist dich! Scheiß geistige Behinderung! Wenn jetzt da nochmal irgendwo so ein scheiß Dreckseimer runterkommt, Alter! Und irgendeinen Mist macht! Mach ich's wieder offen und schmeiß mit meiner Scheiße! Das ist so behindert gemacht. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Du kommst mit dem Hammer nicht weit genug, dass das erwischt, wenn sie stehen bleiben und auf die losspringen wollen. Du musst noch einen Schritt weiter gehen, währenddessen springen sie die um, bringen die um. Da kämpfe ich 40 Mal lieber gegen einen Security-Bus auf NG8. Ja, halt dein Futzen! Scheiß Pinocchio Dreckskind! Was ist das? So, lang gebe ich dir nicht mehr spielen. Lang gebe ich dir heute nicht mehr. Der Deinstallieren-Button ist schnell, drückt so schnell kannst du gar nicht schauen. Dotti, warum tut sie das? Ich flipp aus! Wie beschissen kann man was machen? Die Lästigkeit ist grenzenlos.
Fotzen, du Spast! Ich mein die Viecher im Spiel. Das ist ein nagelneuer Controller. Mit dem habe ich noch keine 3 Stunden gespielt. Und er ist der Wand schon wieder so nah. Was ist halt? Ich hab überhaupt kaum irgendwas da. Und es war geschissen, war's close. Oh, close as fuck. Aber es ist nice to know, dass man da ziemlich spät aufziehen kann und sie dann trotzdem draufgingen. Nice to know. Was ist jetzt da? Irgendwas muss ja mit dem Seil da. Und zur Gaudi hängt die. Das ist ja der Spezi! Das ist ja der Spezi! Oh, ich weiß, was mit denen, Ich weiß, was mit denen. Nimm den Mülleimer. Und da lässt man reinfallen, oder? Nein, da nicht. Oh. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn! Spezi! Oh. Was haben sie denn da mit ihm? Die haben ihn aufgehängt. Der Tiere Sepp. Das ist der hungrige Hugo. Aus der Schui. Los mir aus der Schui. Kim, schieb an. Hugo, schieb an. Kim, hau ab. Raus aus der Bude. Oh Gott, in die nächste Bude, Alter. Die Muse heißt aber auch schon wieder Missgewürz. Das weiß ich. Warum weiß ich jetzt schon, dass wir der Lehrerin das Klavier aufschmeißen? Da bin ich dabei. Da spielen wir mal sauber einen aufgehen. Also, ich hab mir heute mal ausnahmsweise vorbereitet. Ich hab ein neues Lied gemacht. Das heißt, The Song of My Life, und da geht ungefähr so. Danke. Nice. Musiker, Bitch. So. Was der jetzt? Das beste Lied ever, Alter. Beste Lied ever. Oh, da kann man irgendwo Kurbin, hab ich gesehen. Nein, nicht Obi! Nicht 20 Tipp, Alter. Oh, da müssen wir zu zweit. Oh, der kannst du nicht einfach das Klavier Kurbin. Was ist los mit dir? Wenn man die Kurve auslässt, dann feiert es mich noch ins nächste Gebiet oder was? Was war denn da jetzt wieder? Mr. S-Cake, merci für den 5er Black Eyes. Merci für den Zwickel Iron Angel, merci für den Euro und dein Zwickel 29. Servus, Grüße aus Menkova. Grüß aus Landau. Der Wahnsinn, dir beim Spielzeug zum Schauen, machst du weiter. Ja, heute ist ein guter Tag. Da habt's heute, also wenn Leute dabei sind, die heute das erste Mal zuschauen, dann habt ihr euch den besten Tag ausgesucht.
Also auf alle Fälle. Also mal mindestens. So, kommen jetzt da noch mehr Kurbeln? Ist die eigentliche Frage. So. Jetzt haben wir das da mal runtergeworfen. Oh. Naja, das hat die Lehrerin garantiert nicht gehört, oder? Woher? Da müssen wir rein. Spezi! Hugo! Hugo! Ruberlotte! Ruberlotte! Na, was ist jetzt da draußen wieder? Jetzt muss ich mich von denen vorbeischleichen auch noch, Alter. Aber also, das ist ein typischer Fall von absolutes Arschlochkind. Nimmt einen Schlüssel und steckt ihn in einen Frohschei. So stirbt du Assi. Was tue ich jetzt mit dem da? Ich weiß nicht so recht, so wieder wie es ist. Schleichen wir uns jetzt hinter mich. Beste Späße da drin macht Lärm. Jetzt sauber auf Dates! Auf den Dates! Gib mir den Schlüssel her. Nice! So, wir kommen jetzt da rein. Kann man das aufziehen? Aufschirmen? Ja, der Spezi hilft. Für das, dass der hungrige Hugo so dermaßen hungrig ist, muss ich sagen, war ganz schöner Schmalz. Bruder, ganz schöner Schmalz in die Wichs gegriffen. Das kommt vom, was es eben ist. Na, schon wieder. Was tun wir denn? So Schleier, den müssen wir schleiern. Schleichen und dann hauen wir einen Hammer auf den Dates. Mann, ich mag nicht mehr gegen diese Pinocchio-Deppenkämpfer, ich mag nicht! Die sind kacke! Die sind kacke! Oh, was tut er? Ja, drauf! Tut halt daneben droschen, aber der Kopf ist trotzdem platzt. Ein Bot, Alter! So, was ist schon, was? Was ist da jetzt? Was ist los? Hey, das gern da. Kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Was, das waren Punkte? Was für Punkte? Ein Punkt zu viel. Was für Punkte? Meine Duden. Was für Punkte? Depp von Dosen, Depp von Dosen, Depp. Depp von Dosen hätte man eigentlich auch aufspringen können. Ich glaube, wir kommen noch mal zurück zum Klavier. Wir spenden da an sich auch wieder. Affe müssen wir auf alle Fälle. Affe zu, Affe! Okay. Der hungrige Hugo katapultiert uns wieder irgendwo hin. Hungriger Hugo. Nicht der Schlung los. Aber schon hier. Kommt der aufvergraben. Hungriger Hugo. Los, aufmachen. Schmolz in die Wichs gegriffen, oder? Wisst ihr? Jetzt wird es ein wenig laut irgendwie bei mir. Wissen wir eigentlich der Sound eigentlich? Ist das in Ordnung im Vergleich zu meiner Stimme? Muss ich diesmal ausnahmsweise einmal fragen, weil heute hat erstens nichts hier und zweitens. Nein, nicht sie schon wieder. Na was? Hau ab! Oh. Hat's das gehört? Wahrscheinlich darf ich nur laufen, wenn sie spielt dann jetzt mal. Was ist der hungrige Hugo? Was ist das?
hundertprozentig, wenn wir uns bewegen, währenddessen sie schreibt, werden wir gefangen. Hungriger Hugo, abdampfen! Abdampfen, hungriger Hugo, schnell! Schnell, schnell! Ah! Was ist mit dir? Los mich! So, bei wie viel Tipps haben wir? 20. So schaut es übrigens aus, wenn sie deine Kackwurst. Ja, du weißt schon, was ich meine. Ja, was? Geh aus der Schüssel jetzt da. Ja, dann sprinten wir weiter. Oh, bei 19 Tipps haben wir. Nein, es waren die letzten 19 Tipps. Sagt der, wie es ist. Oh, müssen wir balancieren. War das Gebiet schon? Müssen wir sie gar nicht umbringen. Das ist aber seichter Abgang für das, dass wir dem ersten Boss mit der Schrotflinten ins Gesicht geschossen haben. Wo ist jetzt eine? Wo zur Hölle sind wir mit da? So ist da eigentlich. Jetzt muss ich da mal ein Stück leiser machen, weil sonst check ich gar nichts mehr. Gibt es da eigentlich irgendwie so eine Art Storytelling? Das habe ich mit Sicherheit. Das habe ich mit Sicherheit letztes Mal schon gefragt. So dieses typische Englisch auch on point halt, Birger, on point. Environmental Storytelling. Was ist denn jetzt wieder kaputt? Die Story erschließt sich aus dem Subtext. Ah, ja dann. Und weiter eh nix. Die Frage ist jetzt, was zur Hölle der noch mit da jetzt? Was soll jetzt da damit anfangen? Oh, so ein bisschen kleinen Schlag auf alles gut. Kann man das Ding nicht wegrollen? Kannst du bitte den Spul leiser und die lauter machen? Ich mache das Spul einen ganz kleinen Ticken leiser. Weil das mit dem Ring nervt mich auch gerade. Das ist gescheit laut. Okay, das ist ein Deal. Melli. Ihr seid schon, merci. Klausi, kauft der Halbe zur Berührung. Breika, hol wieder mit ihm berühren. Ich berühre mich am Tag 3-mal. Ganz schnell. Kann man den Schirm da vielleicht? Schirm? Ja. Dankeschön. Seid schön. Und so presst sich die Wurst durch den Fleischwolf, aber in kurz. Ah nein, lieber. Ein Anüsschen. Ich will mir das ganz zu zweit zurückschirmen mit ihm. Vielleicht eher Zirn anstatt Schirm, nehme ich an. Ja. Aber ach, dann kann man da schirmen von vorne. Ja, das ist ein bisschen eine dumme Art und Weise zum Schirm, wenn ich das so... Ah ja, verstehe schon. Hätte ich schon dropsen, tue ich nicht durch. Hört's auf jetzt mit der Donate-Reihe. Hört's auf jetzt, weil es das einfach nicht braucht jetzt. Und so. Also glaube ich dann jetzt doch nicht mehr aussehen! Mach dein Mic lauter. Weil mein Mic ist auf Anschlag. Das machen wir nicht lauter! Ich weiß, was man da jetzt
irgendwie müssen wir den Deckel dazu mal. Wie kann man den Deckel zumal? Kann man den Deckel zumal? Der müsste dazu sein. Ich fahr ja sofort da. Ich fahr ja sofort da aus. Das ist ja ein Käse. Das ist ja ein Käse. Das macht ja den zuerst keinen Sinn. Mal da irgendwie aufhängen. Ja. Let me have. Oder kann man den Fernseher vielleicht noch verschieben? Was weiß ich. Ja. Ja, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ja, warte mal. Vielleicht war es doch. Vielleicht kann man den natürlich auch in die Tiefe ziehen. Hugo, schieb! Damit der Deckel oben geht. Oder der Deckel. Nein, schmarre. Ohne Schirm, damit der Deckel zufällt. So geht's! Verlee! Ja, muss da bloß mal den Hirnkasten einschalten. Soll jetzt da sagen dazu? Na, aber gestorben sind wir nicht. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob das nicht auch als ein Topf zählt. Spring, nächstes. Hashtag ProGamer. Sechstes, der Herbert Jets. Der Herbert war was geschlungen. So, jetzt stellen wir uns da mal so unter, damit unser Papiertüten ein wenig nass wird. I'm singing in the rain. So, was haben wir da? Papierschiffeln. Was kam denn? Papierschiffe! Oh! Was der mit dem? Ich kann mir sicher nicht fahren lassen irgendwo. Das lässt mir jetzt irgendwo. Ja, das lässt mir da in den Gully einfahren. Dann kommt der lustige Kasperl, der dann sagt so. Ja, ihr wisst schon, was er sagt. Was tue ich jetzt mit dem Schiff, Alter? Kann ich mir das aufsetzen? Das hätte ich gerne als Hut. Also kann ich das. Ich hätte das gerne als Hut an. This is not how it works. Scheiß aufs Schifferl. Was ist da? Banane. Was ist das? Was ist das für ein gelbes Ding da? Was ist das? Das ist für irgendwas. Was tut denn? Ringmantel. Oh mein Gott, jetzt hat er wirklich nur denselben Ringmantel wie der S-Bull. Das geht nicht gut aus. Was ist das schon, oder was? Geht's dann weiter? Da offensichtlich nicht. Leute, jetzt auf! Frau Gerstner! Jetzt kommt gleich Pennywise. Ja, auf die Daddy auch schon die ganze Zeit warten. Das wird wunderbar passen. Das ist ja garantierte Anspielung, oder? Das ist ja... Abgoogeln. Irgendjemand googelt. Das ist garantierte Anspielung auf S, natürlich. Ich meine, offensichtlich geht es mit der gelben Regenjacken und mit dem Papierschiff halt draußen. Und... Schauen wir mal, ob man da was triggern kann. Jetzt pass auf. Kann man noch mehr aussehen? Nein. Das hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn Georgie heißt. Richtig, korrekt. Herr Wagner. Gut aufpasst. So mache ich das. Wahrscheinlich muss er mich da auflortern. Ja, das macht Sinn. Aber so wie es mich anschaut, haben wir die Schule erfolgreich verlassen. Na, schauen wir gut aus. Bin gespannt, was als nächstes für ein Psychopath kommt. Wie viele Posten gibt es denn überhaupt? Weiß man das? Ich tippe jetzt mal auf 5. So, was haben wir da? Was hat es eigentlich mit den Fernseher auf sich? Die haben auch sehr... Was ist da? Ah ja, der hält mal wieder auf. Das ist in Ordnung. Was soll das? Schaut aus wie der LeBron mit der gelben Jacken. Das ist der Baby LeBron. Nein, ein gelber Ringmantel hat Spezi schon im ersten Teil dran. Ah, okay. Vielleicht ist es aber auch da schon ein Anspielen auf S. Aber es ist schon sehr naheliegend. Papierschifferl, Ring, Gulli und der gelbe Ringmantel. Passt schon seltsam gut zusammen. Ja, ausschubsen. Spezi, kommst du rein? Hugo, kommst du wegen? Ja. Wunderschön. Kann es sein, dass die blöde Schrullen, wo es geraucht hat, wie weit hängt es nicht, zurückbleibt? Wie viele Leute haben wir überhaupt? Kann man mal irgendjemand auf YouTube schreiben, wie viele Leute das sind, haben Leute kapiert, dass der Stream Abbruch ist und ein neuer angefangen worden ist. Haben sie es gecheckt? Ich weiß nicht. Hey, Lasttrage! Lasttrage. Wenigstens braucht keine Angst haben zum Verhungern, das stimmt. Twitch 228. Herzlichen Dank, Herr Herbert. Und wir haben auf YouTube. Wie lange das schon dauert, dass da jemand schreibt, dann sehe ich schon mal, wie weit das zurückhängt. Das ist ein Wahnsinn. 950. Der läuft mir ein. Das ist in Ordnung. Das gefällt mir. 4 Bosse gibt's. Das heißt, wir haben quasi auf der Hälfte von der Strecke.
Wobei jetzt einmal schwer davon ausgehe, dass die letzten 2 Teile oder jeder Teil immer ein bisschen länger ist wie der letzte. Und Chewie war jetzt schon gescheit lang. Also da haben wir jetzt mit Sicherheit... das ist schon 9, Alter. Bist du besucht, oder? Bin jetzt gespannt. Also das käme jetzt in der Psychiatrie ein. Was war so halbwegs... das ist eine Outlast-Anspielung. Hat jemand Outlast gespielt? Asozial. Asozial, muss ich gleich mit trinken. Was in der Schule, das hat mich wenigstens noch ein bisschen getriggert, dass ich irgendwelche Geschichten aus der Schule erzählen kann. Und ich habe tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht, so, was man noch so für Geschichten aus der Schule erzählen kann. Und da gibt es nicht mehr recht viel. Außer, jetzt pass auf. Bevor wir in Dinge, eine Geschichte aus der Schule habe ich noch. Es ist unfassbar gemein natürlich, aber als Kind weiß das einfach nicht besser. Das war aber in der Realschule, gibt es so Berufsfindungstage. Ja, da informierst du dich, was gibt's für Berufe, dann gehst du in den Sparkasse und lauter so ein Bullshit halt. Und irgendwann kommt vom Arbeitsamt einer. Und dieser Mann kommt rein und war halt einfach gefühlt 100. und hat halt innerhalb von 5 Minuten erst einmal den Namen Hans Maulwurf gekriegt. Das war mir das Erste, das weiß ich noch. Und er hat so eine typische Professorjacken angehabt, so richtig staubig, speckig, dreckig, so irgendwie, keine Ahnung, und was es nicht war, und Brühenglasel, so dick wie ein Flaschenboden. Und was weiß ich nicht, hat er wieder vorne und hat er sich so halbscheidig mir gegeben, dass er uns irgendwie erzählt, was Arbeiten ist und so ein Scheiß. Und ganz ehrlich, welchen 14-, 15-Jährigen interessiert denn irgendein Scheiß über die Arbeit? Und hat mehr wie einen Freund. Sagen wir es so, wie es ist. Die Leute gibt's schon, ja, die wo in der Realschule, bevor sie einen Zweig auswählen, schon planen, wie sie das Haus finanzieren. So. Das Allergeilste, was ich nie vergessen werde. Nein, ich sage jetzt seinen Namen nicht, weil er noch kennt nur irgendjemand. Der arbeitet tatsächlich in der Sparkasse, glaube ich. Wir haben halt nur Scheiße gemacht. Was haben wir da? Stabilo. Beste Leben, Alter. Stabilo hinten vorne abschneiden, dann Wasser durchlaufen lassen, natürlich, dass er halt sauber ist, dann hast du das geilste Blasrohr der Welt. Nimmst das Klopapier oder ein Tempo oder sonst irgendwas, nimmst einen kleinen Fetzen in den Mund, lutscht den so richtig geil, so richtig ekelhaft nass, machst ihn klar, steckst ihn in Stabilo ein. Das Ding zirkt wie die Hölle. Da wenn du irgendjemanden im Gesicht triffst, das tut richtig weh, wieder. Richtig übel weh. So, das ist natürlich erst, weil das war Standard. Also das ist das Erste, was angefangen hat. Alles. Da haben Poinkerl an der Tafel gepickt und was weiß ich. Und das Geile war, der hat nie was gesagt. Wir haben aber gemeint, sie kriegt das nicht mit oder ignoriert das einfach weg, keine Ahnung. Ich schwöre dir bei Gott, das ist so lang gegangen, mit alles, was uns eingefallen ist, aber das, was am allermeisten eingefallen ist, so, ich habe mich umgedreht. Bevor jetzt dann Scheiße erzähle, ich weiß nicht mehr, ob es ich ihm gesagt habe oder gefragt habe oder ein paar anderen, aber halt unser Kreis davon 5 so Idioten. Und dann drehe ich mich um zu ihm und meinem Hinterbank-Nachbarn, das war halt ein anderer Kollege halt, und sagt zu ihm so, Alter, geh. Alter, ich schwöre, wenn er jetzt da nochmal durch die Reihen durchgeht und er an uns vorbeigeht und du stehst auf und schlägst ihn ab. Ohne dass es gespannt. Kriegst einen 5, Alter. Der hat gesagt, wenn er vorbeigeht, dann stehst du hinter dem auf, du schlägst ihn ab und dann sitzt du wieder hier, wenn es nicht spannend, dann kriegst du einen 5. Ich schwöre dir bei Gott, das Battle in meinem Kopf, weil Hans Maulwurf macht dann wieder irgendeinen Scheiß, da war die ganze Klasse hat Scheiße gemacht. Macht und wirft irgendwas 4, oh, da ist alles geflogen, Alter, alles ist geflogen. Da haben wir uns dann als Klasse, glaube ich, sogar beim Rektor entschuldigen müssen. Der Typ war fertig mit der Okay. Dann geht er halt vorbei, ich kann jetzt auch nicht mehr erzählen, wie, dann geht er halt vorbei, der Hu, ich nenne jetzt einfach Hu, der Name geht noch weiter, der Hu, und er heißt nicht Huber, steht auf, geht ihm so nach so, und das war seine Schulter, also wirklich, er hat ihn von der Seite, ich schwöre dir bei Gott, von der Seite, nicht von hinten, von der Seite an der Schulter da, so, wirklich so abgeschneckt, so, das ist die Schulter, Hu so, und hat sie wieder hingeguckt. Und der Mann hat's nicht gespannt. Ich schwöre bei Gott, Alter.
Ich bin da drin, dann krieg ich Wasser in die Augen von lauter Locher, weil es 50-50. Mein so halbscharige Erwachsene nicht sagt, oder lasst doch die noch einmal mal in Ruhe. Meine andere Seiten sagt, oder das war die geilste Nummer, die ich jemals gesehen hab. Der Hu steht einfach eiskalt auf, schlägt den Typen ab, setzt sie wieder hin und es war nichts gewesen. Bester Mann. Hu, wenn du die Geschichte hörst, dann weißt du, dass du gemeint bist. Dann weißt du es, weil nur du in der gesamten Geschichte der Schule mag ich behaupten, dass du der Einzige warst, der jemals einen Lehrer abgeschleckt hat und ist damit davon gekommen. So. Hu und Peter, absolute Legenden, Alter. Dann haben wir auch, das ist so gut, Alter. So gut. Wir haben uns dann entschuldigen müssen, weiß ich noch. Nicht die ganze Klasse, sondern ich war dabei, weiß ich noch, und 2 oder 3 Kumpels waren dabei, weil irgendwie ist dann halt total eskaliert, keine Ahnung. Und ich schwöre dir bei Gott, dann haben wir noch einen, den nennen wir K. Das ist nicht der ganze Name, aber fast. Der K. Alter, das war der geilste Typ. Ich baue die maximale Scheiße, aber ich weiß, wie man sich so richtig geil entschuldigt. Alter, der ist mit einem Blärmisch rausgekommen. Das war völlig nice Level. Das war völlig nice Level, Alter, so. Wir haben zum Rektor eingeladen worden. Also hier so jetzt und rechtfertigen. Oder was denkt euch dabei? Bla, der typische Scheiß halt. Ja, immer dieselben. Selbe Dreck halt. Und er kommt, oder wir haben das gewusst, wir waren in verschiedene Klassen, aber in den Berufstagen bist du halt zusammengeworfen worden. Und dann kommt der K. mit einem verfickten Blumenstrauß, Mann. Ich bin da gesessen so. Alter, das ist Next Level Schultrollen, Alter. Fast drängt, also und dann hat es, und der hat drängt. Das hat er nicht ernst gemeint, das weiß ich, kenne. Und jetzt, was sitzt da? Alter, mir so leid, das war falsch und ich weiß sehr und ich möchte mich wirklich persönlich entschuldigen im Namen von uns alle. Ich bin so da gesessen so. Mr. K, dir baue ich ein Denkmal. Peter, Hu und K. Legenden. Legenden, Alter. So, wo geht's denn weiter? Ich werde weiter nachdenken, ob wir noch weiter tolle Speech Level 100, ja. Ja? Speech und Stealth. Speech und Stealth. Der hat uns aus der Scheiße gezogen, Alter. Die waren richtig begeistert danach. Das ist nicht so wie so, ja, Alter, spart deinen Scheiß. So wie nie Rektor gewesen, Alter, hätte ich gesagt, halt dein Fotzen, du Trottel. So ein Witz, den Blärmischstrauß weg, halt dein Fotzen. Verweisen und verschärften gleich neu. Ihr habt's den Mann abgeleckt! Was ist los mit euch? Was zur Hölle? Kaso oder fuck you. Blumenstrauß, Bitch. Oh, geil, Alter. Ich bin der Rektor gewesen und hab gesagt, halt dein Fotzen, du Mongo. So ein Witz. Herr Nusser! Also bei der Amis, wenn der Lehrer reihenweise eingesperrt, weil es Schüler obstrain. Das hat er nicht gesagt. Was? Obstrain. Ich weiß nicht, was mit obstrain meinst. Egal. Wir haben die Lehrer abgeschleckt. Komm mal. Muss man nicht. War aber lustig. War eine gute Zeit. Schule war eine gute Zeit. Wir haben alles da bloß keine scheiß Schule. Wegen uns hat es kein Skilager mehr gegeben, Alter. Wegen uns hat es eine Zeit lang kein scheiß Skilager mehr gegeben. Es hat immer ein Skilager gegeben. Und dann kamen wir. Da war es vorbei mit dem Skilager. Skilager war geil. Ja, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Oh, leck, beste Leben, Alter! Skilager, Alter, da muss ich die guten Geschichten rausgreifen. Alter, und Besinnungstage. Ja, leck mir im Arsch, wenn du gemeint hast, Alter, wir haben uns... Wie alt ist man in die Besinnungstage? Ich weiß nicht mehr. 12? 13? Keine Ahnung. Und dann mögen uns diese Vollidioten irgendwas übers Fegeln und Kinderkriegen jetzt sein. Hey Mann, Alter, was ist los mit dir? Wir haben einen Lehrer gehabt. Also, ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich weiß nicht, ab und zu habe ich noch mal umeinander wageln sehen. Der Herr Dr. Stütz. Herr Dr. Stütz, das tut mir wirklich im Nachhinein, irgendwie war er geil auf. Er war geil auf. Der war so fast schon menschlich. Ja? Aber der Herr Dr. Stütz, das Geile beim Herrn Dr. Stütz war, der war körperlich, was weiß ich, Alter.
der hat nichts gehört, der hat Hörgeräte gehabt, so groß wie meine Kopfhörer. Der hat nichts gerochen, der hat nichts geschmeckt und der hat, wenn er die Brenn aber tut, hat er genauso dicke Brennglasel gehabt wie der Hans Maulwurf. Ich schwöre dir bei Gott, wenn dieser Mann zu Bett ging, dann war er quasi nicht mehr da. Alter, ich schwöre dir bei Gott, da waren zwar so Komplexe. Die eine Hälfte waren Männer, also Buben halt, die andere Hälfte waren Weiber. Ja? Und was tust du mit 14, 15, 16? Ja, umeinander Weibern halt! Wir haben alle oben ohne Nockert irgendwo, ne Nockert nicht, aber so halbscheig Nockert in der Unterhosen irgendwo bei den Weiber in die Zimmer drin, völlig scheißegal. Ja, lass mich dir mal, ich kann ganz gut zeichnen, darf ich da Tattoo zeichnen? Ja, freilich, da! Alter, da ist zugegangen, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann haben wir uns ein Bon gebaut. Aus einem Edding und aus einer Colaflaschen und was weiß ich wo. Wir haben das grenzt an ein völliges Wunder, dass ich heute da sitze. Keine Ahnung. Wie geht's da weiter? Da ist ein Tier! Kim, Hugo, weiter! Wie müssen wir die Tier aufmachen? So. Hab ich gefallen fast. Skilager, Brudi. Skilager war das Geilste. Ich schwöre bei Gott, diese Vollidioten im Skilager. Werde ich nie vergessen. Die wissen, da sind 4 bis 8 Schüler in so einem Zimmer. Und dann servieren die Vollidioten Rosenkohl. You serious? You serious? Ihr, wenn's von Schers redet. Das ist aber lächerlich. Keine Ahnung, was ein Scheiß ist. Unübertrefflich. War schon lustig. War schon lustig. Was der mir überhaupt? Springen wir auf die Betten nochmal an. Machen wir da? Psychiatrie? Kann man jetzt mal wieder spielen? Muss ich mich schnell rauen. Man erinnert sich schon sehr gern zurück, so ist es nicht, gell? So ist das nicht. Unvergesslich. Heute habe ich die verewigt. Hans Maulwurf abgeschleckt. Ist ab jetzt für immer im Internet. Nice. So, weiter geht's. Ein bisschen spielen müssen wir schon auch noch, ja. Das ist halt kein Blödschmerz-Stream. Spätestens vielleicht nein. So, das war's mit den Geschichten heute. Da blinkt was rot. Ja, wenn irgendwas rot blinkt, dann kann das nichts gut sein. Da muss ich irgendwas einstecken. Ja, vielleicht einmal so ein Handtücher. Ja, Handtücher. Oder nein, das ist ein Verband oder was ist denn das? So eine Flasche, hä? Das schaut doch aus, als das eine. Probieren wir's. Probieren wir's aus. Probieren wir's aus. Müssen wir einen Blade-Schmerz-Stream machen und da halten wir uns über Gott und die Welt, da fallen wir mit Sicherheit noch mehr rein. So, was ist jetzt da? Was ist da? Bürgers Lausbaum-Geschichten. Ja, wir wollten's, was ich auch noch anfügen muss, ich weiß nicht, ob ich das in How to Bürger 1 erzählt habe. Es geht eigentlich in das Ding. Wir wollten es in der Grundschule wieder zurück in den Kindergarten schicken. Weil ich war ein richtiger Hurensohn. Ich sag das, ich war ein richtiger Hurensohn. Also richtig so, Alter, halt dein Fotzen niederschluckt, ey. So richtig. So richtig auch mit anderen Leuten drangsalieren und so richtig asozial. Was mir dann auch später widerfahren ist, ja, deswegen beschwere ich mich da auch nicht. War natürlich nicht geil, ist auch klar, aber was ich gemacht habe, ist auch nicht geil. Und das hat sich dann aber auch ziemlich schlagartig sehr stark geändert und dann wollten sie mich in den Kindergarten zurückschicken. Ich habe gelacht und sage, ja genau, Alter. Ich bin vielleicht 8, aber nicht geistig vollkommen behindert. Scheißdreck jetzt hier! Wir müssen überhaupt hier, vielleicht kommen wir da rein. Nein, kommen wir auch nicht. Sicherung. Ja, das schaut mich schon so nach so Sicherung. Ja, vielleicht aus dem einen Kasten außer da und in den anderen einstecken. Jetzt warte mal. Da war doch vorher nur so ein Kasten, ne? Ja, da, schau gerne. Schau gerne, Bierger, was du bist. Da haben wir die Sicherung. So. Spring. Just Bierger Things. Ich hab halt wirklich, das mache ich halt wirklich ernst. Ich hab die Schule einfach nicht ernst genommen. Null.
Ich hab immer nur das Nötigste da, weil es mich einfach einen Scheißdreck interessiert hat. Außer Kunst, Sport und Musik. Alles, wo man irgendwie halbscharig sich kreativ verausgaben kann, aber immer. Die Musik irgendwann dann nimmer, weil dann ist der Theorie-Scheiß dazugekommen. Kunst immer unser frei weg. Und den Sport eigentlich. Sport. Thomas schon eigentlich. Ich bin ja fett sagt der ist den ganzen Tag mit mir, das ist aber scheißegal. OBS kaputt? Was ist da los? Was ist denn jetzt wieder triggert? Herr Rössler! Bussi aufs Nussi. Welcome to the Squad. Merci für die Mitgliedschaft. Vielen herzlichen Dank. Und dann sehe ich da noch zwei, die da mit einem Zombie gezeigt werden und ich weiß nicht warum. Aber das ist der Aufstand unter Köln. Has been a member 3 months in a row. Supporter Herzl. Und der Herr Köln has become a member. Vielen herzlichen Dank für eure Mitgliedschaft. Bussi, Bussi, Bussi. Was spielst du zu laut? Ich hab nix umgestellt jetzt. Ich hab das selber gehört. War das jetzt einfach zu laut? Der Zombie ist der Standard-Alert. Ich weiß! Den hab ich ausgewechselt! Das spielst du laut. Hat sich auf einmal der Sound umgestellt oder was? Mach mich lauter bitte. Wieso denn nie? Test. Das muss ja gelingen, oder? Hallo, Test. Mic check 1, 3. So, wie ist jetzt der Game Sound? Ja gut, man hört jetzt aber auch nicht recht viel. Warte mal. Was, die Abos laufen seit einer Minute durch? Ich weiß nicht, was das soll. Was soll denn das? Da ist immer irgendwas anderes hin. Katastrophe. Jetzt habe ich mich ausblendet und wieder einblendet, vielleicht geht's jetzt. Schauen wir mal weiter. Was, ich bin so leise, das klang. Man muss halt einfach aufdrehen, das hilft eh nicht. Na, nicht Hauptmenü! Oh, Hüte. Haben wir vielleicht jetzt schon Hüte gefunden? Immer noch nicht. Warte mal, ist da vielleicht ein Boot dabei oder so? So eine Bootsform? Nein, leider nicht. Also haben wir auch nichts übersehen. Kann man so. Sehe ich das richtig? Ja. So, was haben wir jetzt da? Au! Oh, mit Taschenlampen schon hin. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Finstere Spiele mit fucking Taschenlampen haben immer scheiße, ja, wenn es 2D-Spiele sind. Der Sound vom Game ist zu laut. Da habe ich Vollgas abgedreht. Ernsthaft? Jetzt lieber Zündhätzl. Oh, mal schon gut. Ich sag nix! Hallo, wo haben wir? Muss ich die Seite die ganze Zeit R drücken lassen? Nein. Da gehen wir durch. Oh, das schaut schon schlimm genug aus, Alter. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Was für einen scheiß Psychopathen findet man jetzt da wieder? Okay. Taschenlampen aus. Müssen wir nicht noch kündigen, dass wir kommen? Okay, das ist wieder ein Schalter. Die Frage ist, was wirft man auf? Nicht Taschenlampen auf alle Fälle. Ah, da. Ah, ja, jetzt pass auf. Easy, da können jetzt eine Dosen auf so, und die wirft man auf. Ich sechs, das ist ja hallo. Hallo. Was werden wir da jetzt wieder finden? Vielleicht meine Freundin. Hast du so ein Rüststück gefegelt? Für diese. Was ist denn jetzt die Hes wieder? Da müssen wir wieder zum Pferd. Ich schwöre, dass wenn die Puppendeppen da aufstehen, dann geh ich heim. Geh ich heim? Geh heim!
dass der Weg gerade ist, mal, oder? Wieso? Ja, der Weg ist gerade. Da ist er. Okay. Das ist komisch. Okay. Was hat's mit der Tür auf sich? Da haben wir jedes Mal wieder. Und jetzt wieder an unserem Fernsehen und jetzt mal an unserem. Also ich konnte nicht so ganz ergründen, um was da gehen soll. Außer um spring, stirb. Und berechtigte Frage, wo ist der Hugo? Also fahren wir wieder da. Keine Ahnung, wo der wieder herkommt. Zum Essen hat er auf alle Fälle noch nichts gefunden. Was uns das jetzt gebracht hat, da, ich weiß nicht, was uns das, also was heißt gebracht, ich weiß nicht, was uns das sagen soll. Da brauchen wir auf alle Fälle 2 Sicherungen und dann geht garantiert da der Aufzug auf, ne? Jetzt gehen wir mal gleich mit links. Aufspringen, wenn du tust. Ich garantiere es, der Hau ab. Ah ja. Dann brauchen wir da schon mal eine, dann müssen wir zuerst auf die rechte Seite und dann. Und da brauchen wir einen Schlüssel. Was für Schlüssel, Leute? Ja, richtige Optionen haben wir nicht. Wir brauchen einen Schlüssel, eine Sicherung oder 2 Sicherungen. Muss irgendwo da unten eine Sicherung anlegen. Gibt's nicht. Brudi. Da geht's unten rechts geht's noch weiter. Ja gut, heute schon mit dem Halt. Birger, halt dein dummes Schandmaul. Du ahnungsloser Trottel. Da geh ich nicht rein. Mach ich nicht rein. Warum ist da ein Loch in der Tür? Das finde ich schon wieder gar nicht gut. Warum ist da ein Röntgenapparat? Den werden wir gleich mal austesten. Der funktioniert überhaupt nicht. Also irgendwie schaut es gruselig aus. Ich weiß es nicht. Los mich. Geh weg. Für was werden wir den noch brauchen? Schmeiß mir das mit Anden ins Eck! Schund! Was haben wir da? Was ist denn das wieder für Psychohasel da? Kann man das nehmen? Da schau her, Hugo, den schenke ich dir. Den schenke ich dir! Bester Hugo in Welt! Dann hängen schon wieder irgendwelche Psychopathenbeutel an der Wand. Ja, da freue ich mich. Da haben wir schon einige gute, vor allem das da. Da, wo ich da drunter stehe gerade. Ja, da ist ja nie was Schlimmes passiert dann. Wenn in Spiele sehr in die Beutel sind. Was sehr markant ist, ist dieser Typ mit dem Zylinder. Und das Gewand, das einfach am Boden liegt. Das ist auch schon sehr oft vorgekommen und der Typ mit dem Zylinder da. Das blutige Ding da unten rechts, das gefällt mir allerdings gar nicht, um ehrlich zu sein. Was haben wir da? Da haben wir einen kleinen so einen Klapperaffen. Was ich wie das Ding heißt. So, jetzt beißen wir an. Was kann man da herin? Da, ich meine, da kann man nichts da. Also der Bär sitzt so markant auf dem Tisch. Vielleicht kann man mit dem was da. Bärle? Ja, warte mal, ich habe eine Vermutung. Jetzt gehst du mir her. Habe eine Vermutung. Die 3, 4, die haben so auffällig. Und einer von denen hat einen Schlüssel wahrscheinlich im Bauch oder irgend sowas. Stellen wir jetzt mal da her so. So, näher. Hä? Ich hatte da irgendein Spielzeug genommen. Und da war ein Stück von einem Hacke drin oder was auch immer, was das war. Und nimm mir mal die Ente mit. Das schaut aber nur so aus, wie ein Stickerl vom Hacke. Und die Ente da. Ja, stellen wir jetzt einfach mal. Nehmen wir mal alles da dahinter. Kann man das nehmen von ihm? Nein. Nehmen wir ihn noch mit? Ja, nehmen wir auch noch mit.
Garantiert ist da in einem von den Viecher irgendwas drin, 100 Pro. Leute, wenn ich da irgendjemand übersehen habe, übrigens, Mr. Fink, merci für den Zwickeltiere. Der späten Gäste sind doch schon über die Besten. Das stimmt. Leute, die spät kommen, die sind immer schon die Besten gewesen. Machen wir nochmal so. Aber die anderen haben nix drin, oder? Doch, da im Fuß ist doch irgendwas drin. Oder in der Anden. Was zur Hölle, Alter, was ist das, Alter? Alter, was ist das? Ich weiß es nicht. Tragen wir die nochmal noch dazu? Hau die Anden zusammen. Ja, mit was denn? Ich hab ja nix. Ich hab ja nix. Also da gibt's nur irgendeine Gerätschaft in den Räumen, wo man noch irgendwas tun kann damit. Jetzt so. Das Hasal da hier sitzen. Ja. Ist auch auffällig, dass sie die wieder so aufrichten. So, da, was sag ich denn? Pro-Gamer. Die Frage ist jetzt, wie wir den jetzt da rauskriegen. Also aus dem Hasal hier vorne, da ist auf alle Fälle ein Schlüssel drin. Die Frage ist, wie wir den jetzt da rauskriegen. Was haben wir da jetzt damit? Ich weiß es auch nicht. Da muss man hier helfen, auseinanderreißen oder so. Helf mir. Da ist ein Teddy-Foto mit einem Schlüssel. Ja, aber der Teddybär, er da, hat den Schlüssel nicht in sich, sondern er. Da ist der Schlüssel drin. Die Frage ist, wo zur Hölle, oder wie zur Hölle kriegen wir den Schlüssel da raus? Ja, O10 oder irgend sowas, ja, das macht schon Sinn, oder das Sinn machen. Aber wo? Und wie? Ein eventuell anderer Raum, ja, macht natürlich auch Sinn, aber es gibt keinen anderen Raum mehr. Nehmen wir den kompletten Klopper offen. Wieso hat denn er da das komische Schweindel in der Hand? Das checkt er noch nicht ganz. Ist da vielleicht nur irgendein Hinweis an der Wind, den ich nicht sehe? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß es nicht. Das hat ja auch irgendwas da. Ich meine, ja, da ein Stückel Hacke. Was soll ich mit dem Stückel Hacke? Nochmal zurück aus. Ah, stimmt, da ist noch was. Was haben wir da? Aufzug. Schauen wir da nochmal. Wir merken uns, Schlüssel haben wir um. Jetzt müssen wir bloß irgendwas finden. Was haben wir da? Einen Haken. Willst einen harten, trink einen Haken. Warum habe ich das Gefühl? Wieso kann ich mir nicht mehr... Was ist das? Was ist denn? Was ist denn jetzt? Muss sie jetzt der... Verbindet sie jetzt der Xbox-Controller nicht mehr? Ist das sehr ernst oder... Das ist der Ernstspiel. Ich bin narrisch halt. Ich bin Fuchs, ich bin narrisch. Ich bin narrisch. Warum bricht mittendrin die Verbindung vom Xbox-Controller ab? Kann mir das irgendjemand erklären? Was ist halt los? Was ist halt? Sag! Sag! Da Wireless Controller, Bluetooth ist deaktiviert. Was? Dein Mom ist deaktiviert! What? Ja, aktivieren Sie Bluetooth auf diesem Windows-Gerät? So, möchtest du mich total verarschen, oder was? Ich hab einen kleinen Bluetooth-Dongle, Dingel die Dongle. Der steckt da drin seit Anbeginn der Zeit. Tut's das Ding da einfach in schwer.
Eine damit! Anlauf statt gleich Gel! Ja, vielleicht drehst du ihn um, du Depp. Dann geht er nicht rein. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ja, mit Gewalt ist schon immer besser gegangen, Bürger. Auf alle Fälle mit Gewalt reinrammen. Alter, jetzt kommt, du legst mich einfach gleich am Arsch, gell? Kruzifix. Möchtest du total... Möchtest du verarschen, Spree? Hallo? You fucking serious? You fucking serious? Mach ich gleich nicht mehr. Eine? Ja, das hat sich schon mal gut erklärt. Das hat sich schon mal gut erklärt. Eine im Popo! So. Aktivieren Sie Bluetooth. Jetzt geht mittendrin einfach mein Bluetooth nicht mehr. Nein, der Akku ist nicht leer. Meine Bluetooth-Verbindung geht nicht mehr. Die hat jetzt einfach aufgehört. So mittendrin so, hey, ich spring da auf und hänge da vorbei. Das Geile ist, ja, dann geht kurz ein USB-Stick auf, als wäre es ein USB-Stick. Ich muss jetzt wirklich mein Cabrio stecken. Ich will narrisch. Flip aus. Jetzt habe ich natürlich das falsche Cabrio. Vielleicht geht's vom... Heute ist so ein Tag. Geht nicht. Heute ist so ein Tag. Heute ist so ein Tag. Da wo es zum Scheiße schmeißen wird. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Weißt du, er vibriert sogar, wenn ich noch stecke. Dass er erkannt wird. Aber er geht nicht. Was ist das heute? Niemand hat dir etwas getan, lieber Bluetooth-Dongele. How about the fucker, yo? Ich steck die da jetzt wieder ein und dann geht's einfach wieder. Wir wissen nicht, warum du einfach mittendrin aufgehört hast. Und wir wissen dann nicht, warum du mittendrin wahrscheinlich wieder anfängst. Ist mir egal. Aber fang an! Wichse! Vielleicht hilft Abschlecken. Vielleicht hilft's Abschlecken. Wie beim Hans Malwurf. Nein, was ist denn so für USB-Buchsen da oben? Zack. So. Wie kann denn der USB-Port mittendrin einfach so hingehen? Kein Mensch hat noch gelangt seit 8 Jahren. Bluetooth. Ein Bluetooth. Ja, ein Bluetooth. Ja,
ist deaktiviert! Müssen wir jetzt mit der Taste... Mr. Whitejobs, Controller funktionieren nicht immer. Plug and Play, das Problem habe ich dauernd. Starte das Spiel neu. Ich sehe ja, dass bei mir steht da einfach, Bluetooth ist deaktiviert. Und der blinkt einfach. Er möchte sie verbinden, tut er aber nicht. Weil Bluetooth ist deaktiviert. Komm, Mensch, Bluetooth deaktiviert. Was ist jetzt du? Bluetooth. Ja, scheiß auf den Controller. Programmer spam mit der Tastatur. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's gut! Jawohl! So, wie tut man überhaupt irgendwas? Leertastenspringer, ja, das wird super, Alter. Das wird super. Das wird so richtig komplett Behinderung. Richtige komplett Behinderung. Herr YGS, vergeht's gut für den Euro. Ich weiß nicht, was heute hieß. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen Bock mehr. Ich sag das auch, wie es ist. Jetzt gehen wir und holen wir das Bärli. So, mit Shift laufen wir schneller wahrscheinlich. Ja, wir sind in jedem Spiel. Es geht ihm schon. Schau hier. Schau hier. Na, wo war der Scheißdreck drin? Da war der Scheißdreck drin. Tu den Schlüssel her, du Spang. Wie nimmt man was? Steuerung tut man sich ducken. E. Na, E ist Ding. Q vielleicht. Q ist eher am Holen. F vielleicht. Na. Wir nehmen was! Ah, mit der Maustasten. Da schon hin. This makes a lot of sense. Leider, ich weiß, wie man einen Controller einrichtet. Ich weiß es. Ich weiß, Gerätemanager, Bluetooth, Dongle, Rechtsklick, Treiber aktualisieren, hilft bei sowas auch öfters mal. Das können wir währenddessen, dass wir da oben schnell ausprobieren. Das lasse ich 10. Moment. Da höre ich zu. Geräte, bla. Der ist wieder nicht einmal das Ding mehr erkannt. Geräte Malaga. Geräte Malaga. Der wird nicht einmal mehr aufgelistet. Der wird nicht einmal mehr aufgelistet. Meine Fresse, Mann. Dann verstehe ich aber heute auch wieder nicht, warum er nicht einfach geht, wenn ich ihn per USB anstecke. Das ist der beste Stream heute, Alter. Also für jeden, der heute das erste Mal da ist oder selten da ist. Sag ich einmal sauber den besten Tag des Jahres ausgesucht heute. Malaga! Malaga, bester Tag, Malaga! Was heißt denn Malaga eigentlich? Aber ich sag, das ist das Pendant zu Blät Malaga! Malaga! Nimm mal andere Buchsen, hab ich schon probiert. Geht ihm nicht. Du, das geht ihm nicht. So, wie schmeißen wir das da rein? Schmeißt da rein? Ja, easy, Alter. So, dann halten wir uns da fest. Was soll ich jetzt hier? Er wollte doch das da rein. Das wollte er doch reinschmeißen. Das muss man noch reinschmeißen. Schmeiß rein. Einschmeißen, so ist. Was ist mit dem Ding da? Jetzt, ja, da zündet wir gleich nochmal an. Zündet nochmal an, zündet der mal ankommt. So. Und jetzt müsste da Schlüssel rausgefallen sein und noch irgendwas. Oh, ist das gruselig, das ist nur ein Hint. Das ist ekelhaft. Das mögen wir nicht, gell? Das ist nix. Lassen wir den Schlüssel her? Ja, easy. Easy peasy, lemon squeezy. Aber warum haben wir das andere Viech verbrennt? Also warum hat der Hugo da was eingeschmissen? Das war's. Nein, mit der Tastatur ist gar nicht so schlimm. Was? Malaga griechisch heißt Arschloch. Okay, das ist nicht so gut. Das ist vielleicht nicht so gut. Heißt es wieder Strikey, Nom. Ich meine, ich müsste mal aufhören. Und wo war das Schloss? Das war rechts. Malaga kenne ich nur als Eisbär. Malaga-Eis. So. Ja. Ich hab doch einen
Nein, bloß ein bisschen falsch geschwiegen. Das ist nicht der Rest. Kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Da war doch ein Hackebeil drin. Ja, das stimmt. Aber das ist ja nicht drin gelegen in der Asche. Oh Gott, da hat irgendjemand Puppen wieder beliebt. Da mag ich nichts wissen davon. Kann man die... Ich weiß nicht, dass uns die Hände gleich angreift. Oh, das geht nicht gut aus. Nein, geht nicht gut aus. Ja, ich hab auch das Hacke gesehen. Weil er ist ja extra, wenn ich an die Röntgenapparatur ohne gehe und der schon geht er extra dahinter hin und hält das Viech ein. Dann ist da irgendwas drin gewesen, aber das haben wir jetzt gerade nicht genommen. Die Frage ist, die hinter. Weißt, jeder Fuß da herin ist physikalisch so, dass er umeinander fällt, wenn ich irgendwas damit tue, bloß die Hand da nicht. Ja, was soll ich jetzt da sagen, gell? Und irgendwie müssen wir die Tiere einhauen. Wo bist denn du da? Das ist eine gute Frage. Ich habe irgendwie so das Gefühl in einem Irrenhaus. Gehen wir mal da hinten. Wir haben ja einen Taschenlampe, ne? Ja, das ist auch gar nicht creepy. Kaum. Wo war denn das jetzt wieder? Okay. Ja, warte mal, da kann man wahrscheinlich ziehen. Kann man die Schachtel ziehen? Seht sie wahrscheinlich gar nicht, aber da ist eine Schachtel. Die Frage ist wie? Ja, halt einmal. Wir brauchen das Hacke. Das war doch nicht so Gaudi einmal. Wir brauchen das Hacke, damit wir da die Tiere einhauen können. Oder probieren wir es mal mit Ei werfen. Warte mal. Probieren wir es mal mit werfen. Das schaut ein bisschen nach Glas aus da. Und da liegen so viele Teile umeinander. Das ist schon sehr obvious. Captain Obvious! Bloß wir schmeißen wir gleich wieder so an. Also wir schmeißen wir so an mit der Maus und Tastatur. Wow. Ah, ja. Nochmal zurück. Das hilft uns jetzt alles nichts. Jetzt gehen wir nochmal da oben. Wir schauen jetzt nochmal in dieses Krematorium Puppenbude, wie dein Albtraum gerade schreibt. Da muss irgendwas mit dem Hacke sein. Weil wir sonst nicht weiterkommen. Irgendwo muss es sein. Irgendwer hat auch was mit Teddyhut gesagt im einen Raum. Vielleicht müssen wir auch mehrere so Viecher verbrennen. Ja, vielleicht sehen wir es bloß nicht gescheit. Da waren ja auch noch andere weiße Teile in den Teddybären drin. Nichtsdestotrotz muss da irgendwo ein Stück Hacke umeinander liegen. Ja, tut's aber nicht. Naja, verbrennen wir mal die anderen zwei Bären noch. Nur die Ruhe. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Wir haben übrigens... Bei wie viel Tipps sind wir? 19. 19 sind wir gestorben. Ja, da ist schon noch irgendwas drin in den anderen Bären. Schauen wir mal. Tipps-Counter 19. Herbert, so mache ich das. Da wird Mitzeit. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir das da ein bisschen sauberer, damit man da ein bisschen besser sieht. Da! Der weiße... Na, was ist denn das? Ist das der Bläschel oder was? Ich find's ja geil, dass er einschaltet, wie ich dahinter gehe. Da, irgendwas ist da in der Anden auch noch drin, so eine weiße Kugel oder so. Ja, dann verbrennen wir halt die scheiß Anden. Ich weiß nicht, was da drin ist. Übrigens, Herbert, du bist eigentlich gar nicht so richtig dran. Wir haben ja selbstverständlich bei Zero Depth.
Zero Death. Antenverbrenner, schauen was passiert. Schauen was passiert. In der Enden wird die Sicherung sein. Nein, dafür ist es klar, glaube ich. Die Sicherung war doch so ein riesen fetter Batzen. So Batzen weiß drum. Schauen wir mal. Erstmal gegen den Wind gefeiert. Ja, mit der Tastatur ist das Ziel noch beschissener. Nein, was ist? Nein. Also mit der Tastatur ist noch beschissener. Brutzel, Brutzel. Kobe! Da ist nix. No more. Da ist nicht, das sind seine Ohren und das da vorne drin ist sein Bläschel. In der Asche suche. Ja, aber wie soll ich da drin rumkreien? Ich hab keine Ahnung. Hinten an der Wand war drin. Erst Alter, da ist nichts mehr. Du? Wir ducken, Alter. Jetzt geh ich nochmal rein. Ein letztes Mal jetzt da noch rundum und versuche was aufzuheben. Vielleicht zieht er ja was aus der Asche aus. Keine Ahnung. Ja, das war komisch. Es ist ja alles ja eigentlich relativ offensichtlich platziert. Das war komisch, wenn da irgendwas unsichtbar in der Asche drin war. Das war einfach seltsam. Jetzt in die Viecher ist nichts mehr, an der Tür geht's den Gang runter weiter. Gang runter? An der Tür, was für ein Gang runter, Alter? Gehen wir da mal weiter. Ich meine, da waren die ganzen Viecher herin. Sonst gibt es auch nichts mehr, was irgendwie offen platziert ist, wo man irgendwo hin kann. Daniel schreibt, nein, du musst Oma-Repsi machen. Schauen wir noch mal auf. Ich hab ein bisschen Angst. Es war offensichtlich was in dem Viech von ihm. Also das, was der Hugo in der Hand gehabt hat. Und ich habe ein bisschen Angst, dass man das wollte er reinschmeißen, wie ich den ersten Teddybär reingeschmissen habe zum Verbrennen. Und er wollte ihn reinschmeißen, dann hat es nicht geschafft. Dann haben einen Teddybären verbrennt, dann haben ich eingeschmissen das Holz drum und dann war es weg. Und das ist ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen komisch. Ich habe immer nur so ein bisschen die Hoffnung, dass wir das Ding jetzt da einwerfen können, aber das bezweifle ich. Da waren wir noch gar nicht. Ja, okay. Entschuldigung! Ja, dann haben wir natürlich nichts gesehen. First try, bitch. Schauen wir mal, was da so gibt. So, die Kiste ist maximal obvious.
ist das? Ja, wie macht's denn das? Ah, geh hau ab! Muss ich mir jetzt da schicken auch noch? Kim, mach schnell. Na, mei, oh mei, mit der Tastatur triff ich nicht einmal das Loch! Oh Gott! Ja, das können wir wohl vergessen! Scheiß behinderter Dreckscontroller! Wie soll ich... Ach, Kim, mit der Tastatur ist das wohl lächerlich. Ja, hau ab. Oh, Kim, das ist eine Krankheit! Okay. Besser gegangen wie vermutet. Nehmen wir mal so einen Arm mit. Da nicht. Nein, das ist ja abhauen. Ist sie da oben drin? Ja, Hand, verpiss dich. Da ist die Sicherung um. Hast du das gesehen? Kim mit der Tastatur, weil es mit dem Controller nicht schon beschissen genug ist. Hau zu, du Depp! Wie oft werden die jetzt treffen müssen? Kaputt! Sicherung! Ab vom Hof! Ab vom Hof, Kinder! Ab vom Hof hier! Ja, wo muss ich... Ah ja, jetzt... Jetzt haben wir ja quasi einen Hammer. Mit dem Hammer können wir mal saubere Scheiben eindreschen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Bratzen, die angesucht die scheiß Wichsgriffe, da nicht das letzte Mal da war. Ich lese da schon wieder so oft den Namen CEO. Was ist denn beim CEO schon wieder los? Was ist da schon wieder los? Herr Astral 39, Grüße von CEO. Ja, Grüße zurück an den Herrn CEO. Das ist aber schon eine Zeit her, wie der mal indirekt schon fast, so wie ich das gesehen habe, gezwungen worden ist, dass er sich irgendwas von mir anschaut. Herr CEO, das stimmt nicht von mir, das tut mir leid, das sind manche Leute einfach... Special Greets an den Herrn CEO. Dankeschön, übrigens. So, wir kommen jetzt da durch. Tu den Hammer weg. Weg mit dem Hammer! Geschissen auf den Hammer! Schmeiß den Schunter durch, komm! Ja, Frage, pfeffert rein, pfeffert rein. Pfeffert rein, das sagst du nicht! So, wo ist jetzt eigentlich weitergegangen? Was tut denn hier? Was tust du? Was tut er? Was macht der da? Lass die Hände stehen. Das ist nichts Gutes. Nichts gut. No. No, Senor. No. No. Was? Der hat einen 15 YouTuber in 240 Sekunden gemacht, wo du drin warst. You serious? Also quasi was Neues. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich wurde nicht informiert. Allerdings wurde ich jetzt informiert. Sollen wir uns das anschauen? Herr CEO,
Striken Sie mich! Ich hau den Arsch! Warum liegt jetzt da auf einmal eine zweite Sicherung? Das ist meine Frage. Warum liegt jetzt da auf einmal alle Fassaden eine zweite Sicherung? Das doesn't make sense. Die war da vorher noch nicht, das braucht mir keiner verzeihen. Sonst kann ich wirklich heimgehen. Ja, Freunde, das machen wir jetzt Folgendes. Jetzt machen wir die Tür auf, dann schauen wir, wann der nächste Zwischenspeicher-Button kommt. Und dann schauen wir uns noch einmal an, was der Herr CEO so zusammenbastelt hat. Der wir das. Haben Sie Bock? Then let me know. Ich mag's auch singen. Ist ja eh klar. Fühle mich schon ein bisschen geehrt. Ja, der Herr CEO ist auch nicht gerade ein kleiner YouTuber und ist unter anderem ein Bayer. Er macht zwar hauptsächlich hochdeutschen Content, aber er hat ein sehr lustiges Format namens Chill Deine Basics. Ist mir wurscht, jetzt speichern, raus. Neustart vom Kontrollpunkt. Schauen wir, wo wir stehen bleiben dann. Moment, Neustart vom Kontrollpunkt, ja, wo haben wir stehen bleiben. Wir müssen beim nächsten Mal wissen. Ja, da neben die zwei Sicherungen. Ja, easy. Easy, Alter. Easy. Ja, mit der Tastatur. Wie viel Tipf? Herbert, wie schaut's aus? Herbert, wie viel Tipf? Nein, sind wir stehen bleiben, oder? Schauen wir, haben wir noch mal gestorben? Doch, die Hint hat uns ein paar Minuten gekillt. 21. Stimmt, die einzig wahre Antwort ist ein Sprengi seine. Zero. Zero Dipf. So, jetzt passen so. Friends of the Sun. Das mit Little Nightmares, heute haut nix hin. Das ist so, es tut mir so richtig leid für alle, die heute das erste Mal dabei sind. Heute war wirklich so ein Tag. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was alles nicht gegangen ist. Nix ist gegangen. Die totale. Das Spiel im OBS schon mal nicht. Haben wir einen Stream neu starten müssen. Haben wir einen zweiten Stream machen müssen. Die Leute kapieren wieder nicht so, was ist jetzt? Hä? Es hat ausgeschaut, jetzt morgen nicht mehr, jetzt ist er nicht mehr da und dann gingen. Das ist immer das Gleiche. Jetzt bei so. Jetzt schauen wir uns an, was der Zero Man so treibt. Nicht der Zero Man. Der Zero Man. Jetzt pass auf. Jetzt schauen wir mal. CEO. Mr. CEO. Vorab. Friends of Cezanne. Vorab. Herr CEO. Vielen Dank. Bitte nicht striken. Ich bin das, der in deinem Video drin ist. Anscheinend. Keine Ahnung. Oh, in einem Video. Alter. Na, jetzt passen wir an. Dann 15 YouTuber, da haben ziemlich bekannte Gesichter von drauf. Ich kenne keine Sau. Ich kenne Held der Steine. Wir kommen da jetzt einmal, warte mal, schalten wir mal da um. Das war, damit ihr das da auch seht. So. Das ist das Video da. CEO. Gehen wir mal. Der Mann hat 430.000 Abonnenten. Das kriegt man in der Regel nicht einfach so. Ja. Erkennt man das? Man kann man das größer machen, warte mal. Das ist das Thumbnail. Nein, nicht draufdrücken, Birger. Den links oben kenne ich nicht. Den zweiten von links kenne ich nicht. Den dritten kenne ich nicht. Die rechts oben, das glaube ich, da wollte ich nämlich schon mal ein Video drüber machen. Das ist Annie the Bunny. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung, was die macht. Aber die hat irgendwo mal versucht. Was ist das? Was? Lara Loft? Das rechts oben ist nicht Lara Loft. Lara Loft ist doch die von die. Was habe ich gesagt? Annie the Bunny. Annie the Duck. Annie the Bunny, Annie the Duck. Da drehst du die Hand nicht um, ne? Die hat irgendwann einmal, keine Ahnung, Bier aus dem Weinglas gesucht oder irgend sowas. Wenn man nicht denkt, so, ja, vielleicht die Kinder kein Mensch, ist scheißegal. Offensichtlich habe ich mich da leicht vertan, Entschuldigung. Dann der Held der Steine, großartiger Mann, ein Fest, jedes Video ein Fest. Dann den in der Mitte da, die kenne ich nicht. Kann Kim Kardashian sein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das ist. Das ist der Mimi, oder? Und das ist der Fresh Torge, glaube ich. Ja.
So, jetzt pass auf. Jetzt haben wir uns das Ding, wie lange dauert das? 5 Minuten 22. Ist nicht so reingeschlagen, kriegen wir hin. Jetzt pass auf. Oh, da muss ich mal wieder zu. Was sieht das da? Sekt so? Ja, passt. Ist das in Ordnung so? Machen wir einen Tono. Ganz groß steht Achtung dort und nochmal. Na, nochmal. Herr Zio, bitte. Bitte nicht aus dem Leben striken. Bitte nicht. Bitte nicht. Bürger und Vollbier-Squad, geht's zum CO rein und schaut euch. Ich bin so offen und ehrlich, Herr CO, die anderen Formate, die interessieren mich nicht recht. Aber der Chill deine Basics. Wer da nicht lacht. Hau ab. So, los geht's. Eine Parodie und auf keinen Fall beleidigend gemeint, da ich zum Teil selbst zu ein oder anderen YouTuber davon feiere. Also begrüße ich euch hiermit zu 15 YouTubern, keine Ahnung wie viele Sekunden. 3, 2, 1. Er hat jetzt so einen harten Epileppi. So. Da kann ich mir nicht viele Videos anschauen von sowas. Ja, aber das ist halt so, da haben fast alle seine Videos geschnitten, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich mal über was anschaue. Und keine Sorge, jetzt hier da ja grundsätzlich alles absäge, was irgendwo das Mal aufmacht. Aber ich darf sich gerne mal irgendjemand auch über mich lustig machen, falls das vorkommt. Da habe ich nichts zu tun. Jo, endlich drehe ich wieder ein Video. Doch schnell den Fokus checken. Theo, was machst du da? Naja, ich drehe gerade ein Video für YouTube. Aha, und um was soll es gehen? Naja, ich habe das perfekte Heilmittel gegen Krebs entdeckt und das würde ich gerne meiner Community vorstellen. Ach, halt doch dein Maul los, zerreiß das Skript, das will doch keiner sehen. Guck mal, wie viele geile Talente da draußen sind in YouTube Deutschland. Du musst genau das Gleiche machen, Mann. Hä, wieso? Was für Videos machen die denn? Was? Das weißt du nicht, Alter. Die machen halt sowas wie... So, das erste Pokémon Booster ist offen. Alter, ich hoffe so auf ein Grämon, ohne Scheiß. Und die erste Karte ist... Alter, nee, so ein Scheiß. Oh, ach komm, hör doch auf, ne. Oh, Dicker, ich dreh doch durch hier. Oh, nee. Es ist schon hart. Alter, das ist schon hart. Also, es ist schon brrrr. Das ist schon leck mir am Arsch. Das ist schon sehr schnell. Kommt da eigentlich irgendjemand mit? Ich hätte schon, also wenn ich jetzt nicht in aller Öffentlichkeit stehe, hätte ich schon 4 Mal zurücklaufen lassen. Mann, das kann doch nicht sein! Boah, es reicht. Im nächsten Stream mache ich wieder FIFA-Pack-Openings. Oh, Walkout. Alter, das hat sich jetzt schon gelohnt. Afghanistan? Oh Mann, was ist denn das für ein Spieler? Den will doch niemand haben. Oh, Walkout. Ach, geil, es läuft wieder. Neufundland, sehr schön. Ey, was ist denn das für ein Beppo? Warum hat er nicht gleich Minuswerte? Und wieder ein Walkout. Mann, das wird niemals langweilig. Paris, Göteborg, Rheinland. Boah, irgendwas mit Wodka, keine Ahnung. Warum fragt mich jetzt der Chat, ob ich noch ganz dicht bin? Also wenn einer dicht ist, dann ist es der Hübi. Meine Alkoholprobleme sind wirklich viel zu real. Wie ein Mann sein müsste, dass ich mit ihm... Das ist ja, was meinst du, was das Arbeit ist, Alter? Ja, da geht das Erste, was mir da auffällt, ist, Alter, was das Arbeit ist und wie gut es gemacht ist. Geht nur als Fulltime-YouTuber. Der haut ja sicher die Videos aus in relativ nahem Abstand und ich mag gar nicht wissen, wie lange er da sitzt. Ich meine, das ist nicht das Erste, das er so macht. Ich meine, der Mann weiß, was er tut. Das sieht man auf den ersten Blick, wie das Beitel ausschaut, wie es geschnitten ist, wie der Ton ist, wie das geskriptet ist und so weiter. Brutal. Und ich feiere übrigens, dass du diese FIFA-Pack-Openings genauso hast wie ich. Danke. Meine Beziehung eingehen. Wahrscheinlich rasiert er mir jetzt dann Vollgas, wenn ich drauf bin irgendwann. Boah, gute Frage. Also er müsste einfühlsam und lieb sein, aber manchmal müsste ich ihm auch total egal sein, dass er einfach sein eigenes Ding durchziehen. Am besten sollte er witzig, charismatisch, selbstbewusst sein, aber auch wirklich mal die Fresse halten können. Wäre geil, wenn er schon mal einen Einhorn entjungfert hätte, Mondgestein oder Voldemort eine Nase besorgen kann. Und vor allem sollte er mehr Eier als Lego haben. Was? Wenn er Voldemorts Nase besorgen könnte? Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine im Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in einem kleinen Laden, an einem wunderschönen Tag. Mann, mit der Begrüßung allein kann man schon 10 Minuten füllen. Und schaut mal, was ich mitgebracht habe. Die 863er 9er 7er Box mit dem Zusatz 638334 in der Gruppe 98339567892. Und ich muss sagen, das ist von Lego wirklich super liebevoll designt für nur 20.000 €. Als Vergleich von einer Klemmbausteine-Konkurrenzfirma bekommt man das hier für nur 20 Cent. Und ich meine, diese Klemmbausteine sind noch genauso viel... Klemmbausteine? Nippelklötze, Herr CEO. Nippelklötze?
Ego wie das jetzt oder nicht? Oh, diese Aussage hätte sich Held der Steine lieber verkneifen sollen, denn nach Strafgesetzbuch 246-9 Absatz 2 Seite B in der Fußnote 4 unter Kategorie 9 neben der Rubrik 420 steht, dass Gras eine geile Sache ist. Deswegen könnte jetzt Lego Held der Steine anzeigen, obwohl ich glaube, dass das Verfahren fallen gelassen wird, denn wir leben hier in Deutschland und nicht in so einem Land wie zum Beispiel Dubai. Leute, ich sag's euch, Dubai ist so schön, hier kann man einfach sein, wie man möchte. Gerade als Frau wird man einfach so super nett behandelt und dieses Sicherheitsgefühl. Frauen dürfen Auto fahren, sofern ihr Sponsor zustimmt. Ja, Dubai ist richtig geil, Alter. Das ist einfach jeder, der mal in Öffentlichkeit furzt, lebenslänglich gefoltert wird. Das ist einfach super, ey. Also ich kann Dubai nur empfehlen. Ja, Leute, stimmt einfach. Ich meine, in Deutschland war meine Kreativität einfach so eingeschränkt. Ich konnte ja nicht mal Straftaten vortäuschen, damit ich ein gut... Alter, das ist der ultimative Shitstorm gegenüber allem, was gerade aktuell ist. Pokémon-Karten, der Held der Steine, gut, Anni der Bunny, Anni der Gockelhahn, keine Ahnung was. Dann diese ganzen Idioten, die nach Dubai auswandern, weil es da so toll ist. Geniestreich, Erzählung. Geniestreich. Mich darf wirklich interessieren, wie lange er da gesessen ist. Von Skript bis Aufnahme, bis Schnitt, bis das fertig ist. Das darf mich mal interessieren, wie lange jemand wie er für sowas braucht. Das war richtig interessant, um ehrlich zu sein. Guten Videotitel habe. Ist das Simon Desue gewesen, oder? Ja, voll ja. Anne, wie soll man denn sonst noch heutzutage guten Clickbait hinbekommen? Simex, ich werde Vater. Also Leute, um eins klarzustellen, ich werde natürlich... Ich kann dir sagen, dass du einen guten Clickbait hinkriegst. Machst du dein Thumbnail, machst dein Fressbrett so groß und schaust so. Dann machst du ein paar Speedlines rundherum und einen fetten Fortnite-Text in Neongelb. Thumbnail Level 9000 alle. Und dann versuchst verzweifelt deine Kamera wieder irgendwie hinzukriegen. So. Weiter. Rote Kreise. Rote Kreise und rote Pfeile, die haben sowas von 2018. Nicht wirklich Vater. Simex, mein letztes Fortnite-Video. Also versteht mich nicht falsch, das hier ist nicht das letzte Fortnite-Video. Simex, sie war ein Junge? Also um es klarzustellen, natürlich war sie nicht früher mal ein Junge oder so. Aber im nächsten Video klären wir dann, ob ich mal ein Mädchen war. Simex, ohne Scheiß, ich weiß, ich mache immer hier so auf lieb und nett, aber ich sag's mal so, dieser Meinungsverstärker da hinten steht nicht zum Spaß da. Ich verstehe sowieso nicht, wo man Simex schaut. Ich meine, es ist nur meine Meinung, aber ich finde sogar den NASA-Kanal spannender. Wow! Da weiß ich jetzt bei beiden nicht, wen er da gemeint hat. Ich bin so gespannt, was jetzt dann bei mir kommt, Alter. Oh mein Gott, langsam kriege ich Angst. Oh, gleich landet der Roboter auf dem Mars. Mann, ist das spannend, Alter. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Ready to begin seeking the sands of past life. Oh, mein Biergelogo verdeckt die Namen. Das war keine Absicht. Warte mal. Wo ist denn das Ding? Da ist. Gehen wir nochmal schnell zurück. Simex. Ich sag's euch, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer der Simex ist. Ich schaue auch um Gottes Willen keine Fortnite-Videos, weil wir, ähnlich wie bei den Pokémon-Karten, ich habe das 12. Lebensjahr abgeschlossen, okay? Wen haben wir da? Ah ja, Simon Desue. Steht der riesengroß links oben. Ich hab's selber nicht gesehen. Paola Maria. Keine Ahnung. Christian Salmecke ist übrigens ein guter Mann. Hat viel für die Community getan. So, gut, gehen wir wieder weiter. Wo waren wir stehen geblieben da? Das soll der Unge sein. Das Unge kenne ich natürlich schon. Ich schau doch keinen von denen. Lasst's mich in Ruhe. Ob ich mal ein Mädchen war. Simex, ohne Scheiß, ich weiß, ich mache immer hier so auf lieb und nett, aber ich sag's mal so, dieser Meinungsverstärker da hinten steht nicht zum Spaß da. Ich verstehe sowieso nicht, wo man Simex schaut. Ich meine, es ist nur meine Meinung, aber ich finde sogar den NASA-Kanal spannender. Wow, gleich landet der Roboter auf dem Mars. Mann, ist das spannend, Alter. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Ready to begin seeking the sands of past life. Was? Das war's? Man hat ja gar nichts gesehen. Am Ende klatschen die nur, weil sie zugeben wollen, dass der Roboter am All verschwunden ist. Das ist eine Verschwörung, Alter. Und Helga, warst du jetzt schon impfen? Nee, war ich nicht. Warum nicht? Ich will halt nicht. Das macht unfruchtbar. Der Torge wird irgendwann zu viel. Ein Fresh Torge, das ist gut gemacht, das ist auch super aufwendig gemacht und massive Skripte, halt viel lustige Sachen dabei, sehr viel lustige Sachen dabei, aber auch im gleichen Maß sehr viel Schrott. Da ist sehr viel Schrott dabei, aber auch sehr viel gut. Aber wenn man so viel Scheiß ausrotzt, dann ist halt auch ein Mist dabei.
Helga, du bist 81. Deine Fruchtbarkeit hat sie vor 1000 Jahren verabschiedet. Mir egal, ich will trotzdem nicht. Außerdem, wie soll dieser kleine RNA-Schnipsel deine DNA verändern? Wo ist denn da die Logik, Helga? Warum soll ich die Scheiße ausbaden, nur weil drüben im Osten irgendwo einer zu blöd ist, eine Fledermaus zu essen? Helga, hab doch ein bisschen Verständnis für die Essgewohnheiten fremder Kulturen. Außerdem, hast du mal die Becky gesehen? Nee, wieso? Die war letztens impfen. Und? Na, die ist eben jetzt total blass im Gesicht. Die ist nicht blass wegen der Impfung, die ist blass, weil ihre Videos so überbelichtet sind. Jo Leute, Becky ist mal wieder am Start. Und heute machen wir eine... Rebecca Wing. Was zur Hölle, Alter? Was? Herr Michael, wie? Als ob du gerade auch, was? Als ob du da gerade auch darauf reagierst, bin gerade von dem CO-Video in den Stream gewechselt. Ja, mir ist gerade mit, ihr redet normalerweise bohrisch, ja? Und es bleibt da so. Wenn mich keiner versteht, dann ist mir das jetzt wurscht. Mir ist gerade mitgeteilt worden, dass der Herr CO ein Video gemacht hat, in dem ich offensichtlich vorkomme, bis jetzt war ich noch nicht drin, und langsam kriege ich Angst. Oder haben Leute dabei, die kennen genauso wenig wie mich, das passt schon. Rebecca Wing, nie gehört, keine Ahnung, ist wahrscheinlich so ein Beauty to schneller, keine Ahnung. Weißwurstbreze. Na, bitte nicht! Na. Tja, und wisst ihr, wer noch tot ist? Mein Kanal! Daher würde ich gerne hier... Die ist eben jetzt total blass im Gesicht. Die ist nicht blass wegen der Impfung, die ist blass, weil ihre Videos so überbelichtet sind. Jo Leute, Becky ist mal wieder am Start. Und heute machen wir eine Weißwurstbreze. Na, bitte nicht! Na. Tja, und wisst ihr, wer noch tot ist? Mein... Das zählt nicht! Das ist das Beste fürs Original! Vor allem der am Schluss, der gefällt mir gut. Pass auf, der Pfeifton. Da war meiner noch besser. Aber jetzt ist er besser. Tja, und wie verdammt gut das da eingeschnitten ist. Herzio-Kruzifix. I'm impressed. Aber da muss mit der Stimme noch mehr. Da muss noch mehr. So diese hier. So mit Megafon. Bloß ohne Megafon. Das ist eine absolute Ehre. Was hab ich da drin verloren, Alter? Was hab ich? Ich bin in einem Video genannt, wo ein Unge vorkommt. Was? What? Da bin ich, hallo, da bin ich da. Da ist hier kein Birgen. Ja, guten Tag. Hallo, mein Name ist Birger. Ich bin ja aus Niederbayern, ne? Wir kennen hier 3, 4 Leute. Das ist ganz witzig hier unten und wir hassen alle außer uns. Und dann ist da der Unge, den kennt ganz fucking Deutschland. Und der Solmecke und der, was weiß ich wer da. What? Wie bitte? Well, challenge accepted, bitch! Weiter schon. Tja, und wisst ihr, wer noch tot ist? Mein Kanal! Daher würde ich gerne hier ein Statement an YouTube raushauen. Ich habe Mimi seine Sachen nie angeschaut. Ich weiß, wer er ist und was er macht. Und hab das mitgekriegt, dem haben sie seinen Kanal gelöscht. Heilige Scheiße, oder? Das Beitel. Aber nur das Beitel allein bringt mich zum Locher, das reicht. Dich! Fick dich! Fick dich! Alter, geiler Content. Echt geiler Content. Ich mach trotzdem mein Video. Okay, jetzt hau ich dir die Fresse. Hey, das war ja mal interessant, oder? Bisher kam ja jede Folge von 15 YouTubern x Sekunden bei euch immer extrem gut an. Wäre schon geil, wenn wir das beibehalten könnten. Deswegen, Leute, ihr wisst schon Bescheid. Liken, kommentieren, abonnieren. Würde mich sehr freuen. Ich habe hier die beiden letzten Folgen von 15 YouTubern x Sekunden verlinkt. Kennt ihr schon alle. Würde mich mal echt interessieren. Sonst bleibt mir ja nur noch zu sagen, viel Spaß hier noch auf YouTube. Bleibt gesund, haltet euren geilen Humor. Und ich würde sagen, man sieht sich hoffentlich bald mal hier wieder, oder? Da bis dann. Von Grund auf ein sympathischer, netter Kerl. Ich meine, ich kenne ihn nicht, aber wenn du den in anderen Videos erlebst und so weiter. Der Mann arbeitet, das ist mir schon öfters zu Ohren gekommen, der hat schon Filme gemacht. Also jetzt unabhängig davon, wie gut die Filme sind, ich hab's nicht angeschaut, gebe ich zu. Aber einen Teil habe ich angeschaut, ja, weil ich einfach wissen wollte, wie die gemacht sind. Das ist auch nicht schlecht gemacht, für das, dass das halt nicht kein Filmstudio produziert. Ja. Der Mann
Der muss ja 24/7 arbeiten, einfach nur. Also das krasse Gegenteil von mir. Was habe ich in dem Video verloren, Alter? Was? Okay. Ich wollte ja was sagen, Alter. Herr Zeo, Dankeschön, I guess. Offensichtlich hat es sie belustigt ein bisschen. Dann passt es. Weiß auch nicht. Der Dai Altram schreibt 100.000. Ja, Alter, mehrere Leute haben 100.000. Und vor allem noch viel mehr Leute, die erwähnenswert sind, haben 200.000, 300.000, 400.000. Was so für mich die richtig große Größe da bei uns in Deutschland ist, finde ich. Und die ganzen Millionen Aufwärtstypen, das sind, wie soll ich sagen, sind halt meistens halt diese Clickbait-Leute oder irgendwelche FIFA-Karten öffnen oder dieser übliche Rotz halt. Das hat er echt schön in seinem Video parodiert. Ja? Also ganz ehrlich, Video ist gut gemacht, kannst sagen, was du magst. Ob das jetzt jedermanns Content ist, ist die andere Frage. Geschmäcker sind bekanntermaßen verschieden. Aber du siehst halt einfach in die ersten 5 Sekunden, dass da jemand ist, der was kann. Und das kann ich nur honorieren. Da bin ich immer Freund davon, wenn irgendjemand was kann. Ja? Und sie da hinsitzt und sie mit jedem Einzelnen von denen Leuten auseinandersetzt. Und sie da was dazu ausdenkt und das skriptet und schneidet und da wirklich was macht. Ja? Das sind 5 Minuten 21. Da garantiere ich, dass der 30, 40 Stunden an einem Video sitzt. Das ganze Herrichten, die Kostüme, die Dialoge schreiben, das alles aufnehmen, das dann zusammensortieren, das dauert ewig. Da brauche ich schon so lange für meinen Scheißdreck und das ist nicht ansatzweise sowas wie das da. Also, ja, wie soll ich sagen? Friends of Cezanne und neue Willkommenschaft, die jetzt vielleicht vom CEO darüber seppt. Habe Deri, ich bin der Bürger. Wir reden da bohrisch, immer schon. Das wird also bleiben. Abgesehen davon, bin ich ein schlechter Hochdeutschsprecher? Ja, da müsst ihr euch daran gewohnen. Aber das wird schon. Mit ein bisschen Mühe muss man sich halt auch mal anstrengen. Ja? Man muss als Zuschauer halt auch mal was geben können. Und ja, ihr habt auf alle Fälle den richtigen Qualitätscontent gefunden. Bei uns wird Nivea noch groß geschrieben. Okay? So. Da müsste der Neobit 8 gefragt. Wie lange brauchst du für ein How-To? Das ist unterschiedlich. Ich habe mal so ausgerechnet, ich sage jetzt einmal für 1 Minute Video so zwischen 2 und 3 Stunden. Normal. Das kommt drauf an. Das ist so. Nein, jetzt bin ich. No. Nein, halt nicht mehr. Herr Jager. Und ich bin der Jager und wir von Birger mitgehen. Ah ja, übrigens. Ich gehe im Arm später und dann sage ich einen Birger schimpfen und einen USB-Stick abschlecken. Wir haben nicht. Ja, du hast die allerbeste Geschichte versandt vom Hans Maulwurf in der Schule, den der Hu abgeschleckt hat. Da kannst du zurücklaufen lassen, das ist eine gute Geschichte. Komm, das ist wert, dass du so hörst. So, wie es ist. Der Kili schreibt, Nivea wird groß geschrieben, genauso wie Muskatnuss. Herr Müller! Und es ist ab und zu ein bisschen lauter bei uns. Ich meine, ihr kennt euch ja gerne mal für die neuen Leute, die jetzt da mit Sicherheit umkommen. Das war beim ersten CEO-Video auch schon so. Ich habe mir durchaus für die letzten Steps in Richtung 100.000 Käufer, so kurz vor Weihnachten irgendwann, glaube ich. Sage ich natürlich auch nochmal Dankeschön, das ist eh klar. Ja, ich fühle mich geehrt, sehr sogar. Also, dass ich mit diesen Namen, die ich zumindest kenne, genannt wird, ist schon ein bisschen verrückt. Das ist ein bisschen. Das ist seltsam. Das ist das Ganze noch unrealer, als eigentlich schon die ganze Zeit ist. Herr Jager an dieser Stelle übrigens, ich glaube, ich habe mich nicht ausreichend bedankt. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja. Headphones werden hier nicht empfohlen. Und wenn, dann haben sie beim spätestens 2. Stream hier. Das ist meine, was gibt es eigentlich so Wichtiges zum Wissen, wenn jemand neu ist? Ich habe mit dem, was der CEO da angeschaut hat, mit sowas habe ich angefangen. Das waren so, nennen wir es mal, wie sagt man da Hochdeutsch? Wenn ich jetzt sage Kruzifix, dann kann sich jemand, der Hochdeutsch redet, nichts darunter vorstellen. Das war so ein Rasierformat. Aber halt, da ich nur Dialekt sprich, kann ich sagen, was ich will. Fast. Was ganz geil ist. Und bin daher sehr den Strike verschont und so.
Sowas mache ich aber mittlerweile nicht mehr so ganz. Dann mache ich How-Tos. Das ist ein eigenes Format. Wie darf ich das beschreiben? Da erkläre ich sinnvolle Sachen auf die dümmst mögliche Art und Weise. Und stelle das dar mit Text und Bild. Ist gleichermaßen ein erfolgreiches Format, wie das Kruzifix-Format war. Was mache ich sonst noch? Dann habe ich einen Haufen Scheiß angefangen. Sagt was der Gustl. Anlaufstark Gleitgel. Was haben wir Neues gemacht? Ja, und seit 2 Jahren, ziemlich genau auf den Tag fast sogar, mache ich Streams, Gaming-Streams, hauptsächlich. Wir haben ja vorher schon Streams gemacht, so Blödschmerz-Streams, da haben wir uns einfach nur unterhalten, also just chatting halt. Und mittlerweile sind es seit 2 Jahren regelmäßig Montag, Mittwoch, 20 Uhr heißt das bei uns, nix 8 Uhr, 20 Uhr, kannst du gleich wieder schleichen, 20 Uhr! Streams, so gute 2 Stunden lang, so bis 10, halb 11, wir überziehen wir mittlerweile sowieso jedes Mal, ist scheißegal. Und das ist nicht ganz unerfolgreich, wenn ich das so sagen kann, glaube ich. Zumindest in meiner Sprache. In meinem Dialekt oder in unserem Dialekt, besser gesagt, gibt es keinen anderen Gaming-Streamer, der noch ansatzweise so viele Zuschauer und eine Community beieinander hat. Da bin ich sehr stolz drauf. Vielen herzlichen Dank. Press F für Zuschauer. Hey Zuschauer, press F for yourself. Herr Löwense, kommt einmal ein Gustl wieder. Es gibt tatsächlich Skripte für einen Gustl, ja. Es gibt Pläne für einen Gustl. Das hätte eigentlich so eine halbschachtig durchgeskriptete Geschichte dann werden sollen irgendwann einmal. Aber der Gustl ist eben, das ist so viel Aufwand, Ich arbeite ganz normal, ja. Fast ganz normal. Da habe ich keine Zeit dafür. Das geht einfach nicht. Und auch irgendwann vergeht mir die Lust. Da brauche ich für ein Minutenvideo 10, 20 Stunden. Das ist mir einfach zu viel. Das ist mir einfach zu blöd dann auch irgendwo. Für mich war das Ziel der 100.000 Abo-Dings. Sag ich auch ganz offen, es war einfach der Milestone. Ab jetzt ist mir eigentlich, was das betrifft, was die Videos betrifft und was Abonnenten betrifft, ist mir scheißegal. Das war mir vorher irgendwie geil, aber natürlich ist es eine schöne Bestätigung, ja, ein schönes Erfolgserlebnis, ein schöner Milestone, ein schöner Kilometerstor, wie der Sprenger sagt, wenn da halt 100.000 steht, ja. Das schüttelst du auch nicht aus dem Handgelenk. Und mit Dialekt schon gleich 5-mal nicht. Ja, was machen wir sonst noch? Musik! Seit einem guten Jahr. Also Musik machen tue ich schon viel länger. Aber ich habe mich aber gesträubt, so irgendwie jeder YouTuber so, jetzt weiß ich nicht mehr, was er da soll, jetzt machen wir Musik. Und dann kommt die übliche 0815 Pop 3 Akkord Bullshit-Scheiße raus. Das habe ich versucht zu vermeiden, ich habe keine Ahnung, ob ich es mir da schöner rede als ist. Dann haben wir eine Tröte, die ist auch ganz wichtig. Das ist jetzt die lustige Side-Note für unsere Headphone-User. Die ist auch laut. Laut ist immer gut. Laut ist wichtig und gut. Ja, was machen wir sonst noch so? Dann habe ich eine Trinkspiel-App. Ja, meine Community besteht aus lauter Psuffene. Was soll ich machen? Habe ich mir ein Saufspiel programmiert. Gibt es als App im Play Store. Nicht auf dem iOS, weil Apple eine geldgierige Drecksfirma ist. Ist das auch einmal geklärt. Was haben wir noch? Wobei es Pläne fürs iOS gibt, die habe ich schon gehört. Lasst mich in Ruhe, kommt mir jetzt nicht wieder mit. Ja, aber Birger, lass uns doch nicht blirten, bloß weil du Apple hast. Ja, ich habe euch schon gehört. Okay? Ich mag aber dann auch keinen Scheißton hören von irgendjemandem. Birger, aber du hast gesagt, Apple ist so kacke. Kann man uns darauf einigen, das war voll super. Dann, wir haben einen ewig fetten Discord-Server. Wenn das nicht mal mit Abstand, glaube ich, der größte Dialekt-Discord-Server ist, den es überhaupt irgendwo gibt, dann weiß ich es auch nicht. Wenn es einen anderen gibt, um Gottes Willen, belehrt mich eines Besseren. Ich weiß nicht, ich bin auf keinem anderen Discord. Jo, auf meinem privaten natürlich noch, aber sonst nirgends. Ich hab da schon Likes gesehen, die haben 888 Discord-Server da drin. Da will ich mich fragen, was tust du denn den ganzen Tag? Ja, ist egal. Was haben wir noch? Was haben wir noch so? Dann NX gibt's noch. Gut, das ist auch kein aktives Projekt, das ist mein Browser-Game. Das ist kein aktives Projekt, das kann man fast nicht dazu zählen. Stimmt, wie heißt die App? Bumsuff. Einfach B-U-M. Suff. Bum, ganz wichtig. Nicht dumm, sondern Bum.
das Dummsuff, das da irgendwann demnächst kommt, ist einfach bloß eine billige Kopie, glaube ich. Da war wieder jemand super kreativ. Da hat sich richtig viel Mühe gegeben. So, wo waren wir noch? Andi, mir ist wieder neu. This man shouted you off, you donate to me. Was? This man shouted you off, you donate to me. Hashtag Geldgeiler Wichser. Alles, was ich verstanden habe, war Geldgeiler Wichser. Das ist in Ordnung, das lasse ich durchgehen. Press F für den geldgeilen Wichser. Löwensepp, dann kommt nochmal ein Gustl wieder. Haben wir schon gehabt. Nicht, dass ich jemanden übersehen. Bis der Beste, wann gibt's wieder Daisy? Schreibt der Tom. Daisy haben wir einfach so mal wieder ausgegraben, warum nicht? Nächste Woche. Nächsten Montag gibt's jetzt mal das Kündigen nicht an, was das für Space. Kann ich auch noch nicht machen. Weil ich mir nicht sicher bin, ob es rauskommt. Kommt am 26. Ich muss dafür gucken, ich muss schnell was trinken, ich muss schon wieder so viel reden. Was haben wir da? Herr Jager! Was für eine Geschichte mit dem Maulwurf? Ich möchte nicht blöd sterben. Übrigens, letzten Stream hast du doch gesagt, du weißt nicht, wie viel ich da bis jetzt gespendet habe. Hab's da auf Instagram geschrieben. Entweder du lachst, warnst oder schreist mich an. Ich glaube, die oft genug angeschrien habe ich die. Ich glaube, ich sage einfach ganz, ganz, ganz nett und dezent Danke. Glaube ich. Solange du weißt, was du da tust, sage ich okay, dann musst du wissen. Vielen herzlichen Dank, das braucht's nicht, du weißt es. Dankeschön, Herr Jager. Dann, vor 4 Wochen haben wir also ist es erwähnenswert. Das Mimi-Review, was ist für Nichtwissende ist ein Meme-Review, habe ich immer belustigt, so Reactions auf irgendwas. Bin ich immer da gesessen und habe gedacht, da wäre geistige, behinderte Vollidiot. Schaut sich irgendwelche Reactions von Reactions auf Reaction so. Mache ich auch extrem selten, also extremst selten. Dass ich jetzt da gerade auf, ich finde das schon diese Aussage, ja, wenn man das nennt, schon so selber, das ist seltsam komisch, wenn jemand einerkennt, als ob du gerade auf CO reagierst. Das ist für Satz, Alter, was, als ob du dir gerade, was hindert uns da, dass wir sagen, als ob du dir gerade CO anschaust. Was ist das für Deutsch, Alter? Dann heißt es ja, von die Preisen mir können wir nicht richtig schmerzen. Was? Mimi, Montag, war dann immer, haben wir 3-mal gemacht, da haben wir unseren Zuschauerrekord, glaube ich, sogar gebrochen, wenn wir nicht alles täuscht, mit über 2000 Leuten. Was machen wir denn sonst noch so? Das glaube ich war's langsam. Musik habe ich schon erwähnt. Musik kannst du einfach, suchst einfach nach Spotify, suchst auf Spotify nach Birger. Da gibt's nicht viel. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich rotz nicht meinen Scheiß alle 2 Tage aus. Und habe auch keinen Bock nicht, dass ich mich da behindert arbeite, muss man auch mal dazu sagen. Ja, was gibt's denn sonst noch? Streams, Videos, Spui, Musik. Klangt das nicht? Ich weiß es auch nicht. Klangt das nicht? Film würde ich gerne mal noch machen. Ein Film. Muss vielleicht auch nicht ein Film sein, vielleicht also eine Art Serie. Folgenformat, 10, 15 Minuten. Und einen Podcast da ich eventuell noch gern machen. Das sind noch 2 so Sachen, wo wir mal schauen, ob wir das noch irgendwie durchkriegen. Schauen wir mal. Ich mag da nicht schon wieder irgendwelche Sachen ankündigen, weil es gibt so ein Format, das kündige ich schon seit 4 Jahren. Ankündigungslord. Ja. Herr Devil Deluxe, merci für dein Drilling. Geiler Stream. Sauf gerade Augustiner, Prost Burger. Prost Devil Deluxe. Merci. Stolzer Liebe, was? Blätschmerz und Community Zocks hast du vergessen. Ah ja, voll unter Stream. Blätschmerz Streams ist einfach nur just chatting. Und Community Zocks sind natürlich mit euch einmal irgendwas spielen. Aber generell ist mein Stream so darauf ausgelegt, mehr auf Unterhaltung und Blödeln ausgelegt, als auf wirkliches Gameplay. Ja, ich bin Pro-Gamer, muss man wissen. Und da kann ich natürlich nicht irgendwelche neidigen Gefühle unter die Zuschauer auslassen und dann nicht, dass jeder daheim sitzt und sagt so, Alter, ich wäre so gern so gut wie wir. Und jetzt, glaube ich, haben wir es geschafft für heute. Oder was sagt ihr? Sagt der CEO-Gemeinschaft, die vielleicht gerade zuschaut, wer weiß, wie viel das da noch davon da haben, ein herzliches Willkommen. Schaltet eure Lautstärken oben, zieht eure Hosen aus
Und dann haben wir einen Riesenspaß. Herr CEO, vielen Dank für das Video, hat mich sehr bespaßt. Dankeschön. Schreibe da auch noch einen Kommentar drunter. Sag ich dir, was ist. Machen wir jetzt einen Stream aus und schreibe noch schnell was drunter. So, jetzt passt so. Leute, jetzt hört's auf mit der Donatorei. Schluss jetzt. Schluss. Zockst dann das nächste Mal wieder mit Tastatur. Nein! Das werde ich schon irgendwie hinkriegen beim nächsten Mal mit dem Controller. Ich kaufe noch keinen 60-Euro-Controller, damit ich 1,5 Stunden später mit, dass der Bluetooth-Dongle sagt, nope. Und dann spiele ich mit der scheiß Tastatur. Das furchtbarste Spiel, was du mit der Tastatur spielen kannst. Dreck! Dreck! Mehr sage ich nicht. So, jetzt passen so. Friends of Suzanne. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank nochmal an den CEO und seine liebe Community für dieses tolle Video. Es ist mir eine absolute Ehre, mit den Leuten in einem Video genannt zu werden, was jetzt reißt mein Shell, keine Ahnung. Vielen Dank für die ganzen Donations. Da, Frauge und Dings, du weißt es sowieso, die an alle. Das ist mir egal, ob das 1 Euro ist oder ob es 800 Euro sind. Ist mir scheißegal. Vielen herzlichen Dank. Wenn ich irgendjemanden vergessen habe, es tut mir so unfassbar leid. Vielen Dank an die ganzen neuen Mitglieder. Ich glaube, da waren ein paar dabei heute. Ich habe mindestens einen Vorstand angerufen, das weiß ich noch. Und dann, was weiß ich, was da wieder passiert ist. Wenn ich da irgendjemanden übersehen habe, tut mir leid. Vielen herzlichen Dank. Da gibt es, da rufe ich den Vorstand extra noch mal an. Jawohl! Alle die, wo kann ich hier da, 2 schreiben und so. Ja, die, wo ich übersehen habe. Ja, Falle! Den ich schreibst ein extra Boot. Weißt du, den ich schreibst ein ganz Boot, Alter. Schreibe ein ganz Boot, ist eh wurscht. Hau die eine, habe ich dir. Was? Den Diamantrahmen soll ich nicht vergessen. Ja, schauen wir mal. Habe ich dir. Vielen herzlichen Dank. Habe ich gesagt, Frauge und Dings. Mojo und Frau. Habe ich nicht Mojo und Frauge gesagt? Frauge und Mojo. Nehmen wir es einfach Frojo. Nehmen wir es einfach Frodo. Oh Gott, jetzt können wir in Kase. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen miert. Keine Ahnung. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, leave a like. Der kostet noch nicht einmal was. Herr Schwarz, hören Sie jetzt bitte auf. Redet ihr vom Pro-Gamer und haut in 3 Spielen Folge den Controller zusammen. Du bist kein Pro-Gamer, wenn du noch nie einen Controller zusammengehauen hast. Das ist jetzt so. Ich habe schon mehrere Gameboys und Super Nintendo Controller zusammengehauen, wie du auf Google findest. So, jetzt pass auf. Haut euch ins Bett. Jetzt ist Ruhe. Ich hab was fertig. Ich hab ein neues Lied fertig. Zu 99%. Ich bin am Überlegen, ob ich ein Video dazu mache oder nicht. Ich habe angefangen damit. Wenn ich da mal so die ersten 10-15 Sekunden beieinander habe, schaue ich mir das an, wie das wirkt und wie es ist. Dann mache ich das Video fertig. Ansonsten gibt es das Übliche, es ist bloß ein Battle und es hupft ein bisschen der Equalizer umeinander. Ihr sollt mein Museo hören und nicht mein Video schauen. Wann das kommt, weiß ich noch nicht. Das war eigentlich so geplant gewesen für, wenn der Lockdown endet und wir können endlich wieder aussehen ins Wirtshaus rein, dann reiten wir mit dem Lied ins Wirtshaus rein. Und saufen wir uns behindert erstmal. Und fressen wir uns behindert. Und dann geben wir das Doppelte als Trinkgeld oben drauf, damit der Herr Wirt auch mal sagen kann, hey, das passt mir sehr. Und jetzt schleicht euch ins Bett. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns spätestens am Montag mit der absoluten Nivea-Eskalation. Wahrscheinlich. Kündige am Sonntag in meinem Discord-Server und in diesem YouTube-Beitragsding, da wo sowieso kein Mensch weiß, für was das die Scheiße eigentlich sein soll. Aber 200 Leute sehen es auch. Und dann wünsche ich euch was. Hauen Sie sich rein, gehen Sie raus, können Sie reingucken. Was? Habe! Jetzt schleicht euch ins Bett. Wer sie habe.